Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1 Podcast mit euren Hosts, dem Kasel und dem Schübs. Ja, in der heutigen Episode reden wir ein bisschen über die letzten zwei Grand Prix, also sprich Japan und auch China. Allerdings ist wieder mehr Off-Track passiert als On-Track und darum handelt es eigentlich in dieser Episode mehr ein bisschen um den Driver-Swap. Also sprich, wir haben auch den Alonso, der seinen Vertrag verlängert hat, den Hülkenberg, der so sauber geht, sprich nachher Audi. Und auch noch weitere Sachen wie der Adrian Newey, der ja vielleicht zu Ferrari oder Aston geht und Andretti und. Also ganz viele Sachen, ihr werdet es sehen oder hören, besser gesagt, in dieser Episode. Wir wünschen euch wie immer viel Spass und eine gute Unterhaltung. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir legen gerade los mit der heutigen Episode. Wir reden ja über Japan, China und so weiter und so fort. Und chronologisch starten wir jetzt natürlich mit Japan, weil der Grand Prix ist zuerst gewesen. Es ist jetzt ja lange keine neue Episode vom Unsafe Release, weil es ja zeittechnisch einerseits einfach nicht aufgegangen ist bei uns. Wir sind beide auch irgendwie ein bisschen krank gewesen. Und der hat sich halt mega in die Länge gezogen. 40 Tage ist es her, wo wir die letzte Episode aufgenommen haben. Und dementsprechend ist extrem viel passiert. Und ja, wie gesagt, wir gehen jetzt los wir starten mit dem Japan Grand Prix. Und ich muss gerade vorab sagen, ich habe ihn nicht live geschaut. Ja, stellt mich an die Wand, ich habe ihn nicht live geschaut, weil ja, irgendwie habe ich dann doch müssen sagen, jetzt wird es wieder langsam zu früh zum Aufstehen. Ich habe aber etwa so eine Stunde später angefangen zu schauen. Es ist ja ein Red Flag gekommen, durch den Crash vom Ricciardo und vom Albon. Darum, wo dann eigentlich das Rennen wieder losgegangen ist, ja, habe ich dann auch angefangen zu schauen, beziehungsweise die ganze Red Flag überspringen und dann bin ich dann eigentlich schon nicht beim Live-Bild gewesen, oder beim Live-Event sozusagen. Aber das Rennen an sich habe ich eigentlich nicht schlecht gefunden, ich habe es cool gefunden, es hat mega viele Overtakes gegeben. Klar, eben der Start dort mit Albon, Ricciardo, Stroll ist ja nicht gerade beteiligt gewesen, aber er ist ja auch wieder anwesend gewesen, so wie eigentlich in der letzten, oder bei allen Zwischenfällen in letzter Zeit. Und ja, es ist halt in meinen Augen definitiv einfach ein Racing-Incident gewesen. Also so ist sie auch abgestempelt worden. Ich glaube, die Stewards haben dann aber gesagt, ja, wenn es der Stroll nicht dort gewesen wäre, wäre es ein Penalty gewesen für den Ricciardo, weil er dort halt, ja, hätte ich eigentlich schon noch Platz machen können. Aber irgendwo durch muss man einfach auch sagen, hey, es war eine Startsituation gewesen, es war ein Racing-Incident gewesen. Ein Albon hätte auch ein bisschen zurückziehen. Ich meine, Kurve ist ja nach links gegangen. Ich meine, was will er dort aussen? Will er sich positionieren für die nächste rechts? Das macht irgendwie gar keinen Sinn, wenn du nicht so viel Platz hast dort. Darum, ja, ist halt blöd gelaufen, schlussendlich für beide Fahrer. Ricciardo sowieso, da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf zurück, dann, mit seiner Performance alles. Ist natürlich einfach blöd gelaufen, aber an und für sich das Rennen an sich habe ich cool gefunden. Coole Überholmanöver vom Yuki einerseits in der SS und auch Carlos Sainz wieder eigentlich mehr richtig gut performt. Ist am Schluss noch vorgelassen worden, ja, vorgelassen worden durch den Charles, weil er ja wirklich Potenzial hatte, für aufs Podium zu kommen. Das hat er ja dann auch geschafft. Und ja, ich muss wirklich sagen, cooles Rennen. Wie hast du gesehen? Ja, also zuerst einmal Schande über dich, dass du nicht so früh aufgestanden bist. Ja, Schnauze. Weißt du, jetzt sagt er mir das. Aber ich wollte nur festhalten, dass ich wahrscheinlich der Einzige bin von uns zwei, der mehr am Morgen früh aufsteht, zum Rennen schauen. Das haben wir eigentlich gedacht, vor allem ist mir nicht gut gegangen, ich war noch krank gewesen in dem Moment. Vor allem, also ich bin dann auch schon kränkeln gewesen. Und einfach, nur dass ich es gesagt habe, ich bin ganz sicher nicht noch rund die 30 oder 40 wieder eingepennt. Also von dem her hat es sich definitiv gelohnt, so früh aufzustehen. Nein, aber es ist ja dann auch gegen Ende nicht mehr so spannend gewesen, bis auf die 2-3 Überholmanöver. Und für die bin ich tatsächlich aufgewacht, weil der Crofty so rumgeschrien hat. Aber nein, ich finde, also vor allem Japan hat einfach wieder mal gezeigt, was für eine geile Rennstrecke das ist, dass man viel geiles Racing kann haben. Und für mich vor allem brilliert in diesem Rennen hat einfach ganz klar Yuki Tsunoda, wo zwei wunderschöne Overtakes gemacht hat nach diesen SS. Oder während diesen SS, kann man eigentlich sagen. Aussuchen dann noch. Aussenrum dann noch, genau. Also ja, er hat wieder mal einfach seine Qualitäten gezeigt und dass er halt wirklich, ja, wenn halt nicht von Red Bull, mindestens von anderen Teams soll angeschaut werden, in meinen Augen. Mega. Ja, das ist halt wirklich so ein bisschen das, was für mich rausgestochen ist. Und beim Crash, ja, schade. Für mich ist es halt wirklich so ein bisschen ein Racing-Incident. Das ist so ein bisschen, okay, klar,
was versucht der Albon dort draussen. Andererseits, ja, wenn der Stroll nicht noch innen vom Ricciardo gewesen wäre, dann hätte das gelangt. Ricciardo hat aber nicht 6 Augen und kann noch in beide Rückspiegel gleichzeitig hineinschauen. Von dem her ist wirklich einfach ein bisschen unglücklich gelaufen, oder? Dass der Albon dort so ein bisschen rausgedrängt worden ist. Also, ich finde es vor allem schade so ein bisschen für den Danny, weil er einfach wieder einmal mehr nicht hat können beweisen, ja, was er noch kann überhaupt, weil er das Rennen einfach gar nicht machen kann, oder? Aber ja, wie du schon angesprochen hast, da kommen wir später noch ein bisschen mehr darauf zu. Es ist ja nicht der einzige Incident, den wir seit dem letzten Podcast haben. China ist jetzt ja auch schon durch und ja, da kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Aber für mich Japan ein gelungener Grand Prix. Einfach nur, was man glaube ich immer wieder kann sagen kann, ist, es ist halt einfach wieder ein Rennen fürs Mittelfeld gewesen. Oder das ist das, was wir in der letzten Zeit eigentlich immer haben, einfach ein Rennen fürs Mittelfeld, wo einfach vor ein bisschen wenig passiert, außer dass Ferrari einfach ganz klar zeigt, dass sie das Nummer 2 Team sind. Ja, gibt es eigentlich nicht viel, wo man jetzt auf dem Podiumsplatz zu besprechen hat. Und das finde ich ein bisschen schade mit dem Current State, wo Formula One eigentlich drin ist. Ja, es ist halt schon definitiv so, dass es ist Max Verstappen und dann kommt Formula 1.5 und ja. Dann gibt es noch Formula 2.0 mit Alpine. Und ja, es ist schon schade, muss man schon sagen. Es fehlt halt so ein bisschen die Spannung um WM-Titel, das fehlt halt einfach schon. Also aber man muss halt einfach auch sagen, eben, ich meine, Saison 21, das ist natürlich so ein Thriller gewesen, das war abartig dort. Mhm. Also das ist so etwas, wo wir... Eben, ja, also ich meine, das haben wir uns immer gewünscht, nach der Mercedes-Dominanz doch mal endlich wieder so eine Saison kommt, die einfach spannend ist. Und dann haben wir die gehabt und dann ist natürlich ein riesen Hype auch um Formel 1 ausgebrochen wegen dem. Gut, natürlich am Schluss kann man sich darüber streiten, über den Skandal, aber es ist einfach wirklich eine geile Saison gewesen. Das muss man wirklich so sagen. Das sage ich auch. Obwohl das am Schluss der Falsche gewonnen hat. Also es war wirklich eine geile Saison gewesen. Das sind so Sachen, die halt einfach auch in Geschichtsbücher eingehen. Ich meine, über was reden wir jetzt noch? Wir reden jetzt noch über den 2006 USA Grand Prix, wo nur 6 Autos gestartet sind. Klar ist es ein Skandal, aber wir reden jetzt noch drüber, oder? Das so Sachen reden wir nicht mehr drüber. Ich habe gemeint, ja, no 5. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich weiß es nicht mehr. Ich habe ein Video darüber gemacht, aber es selber wieder vergessen. Ich glaube, es ist 1 Jahr ungefähr nach dem ganzen Start von dem ganzen Tire War eigentlich gewesen, von dem her. Ja, es ist schon, eben, wir sind dort wirklich verwöhnt worden im 21, das ist definitiv so. Und jetzt haben wir halt einfach die Red Bull-Dominanz. Aber ich meine, schlussendlich, wenn du so ein bisschen Geschichtsbücher schaust von der Formel 1, es hat immer ein Team gegeben, das sehr dominant war. Das ist so, Ära lang. Und jetzt ist es halt wieder Red Bull. Ist das, ja, und ich denke, der Hauptunterschied ist vor allem auch, dass wir so eine kranke Reliability haben, gell? Mega. Früher hast du zwar ein Team gehabt, das dominant ist, aber jedes dritte Rennen ist dann ihr Auto auch abgehackt und den anderen können gewinnen, oder? Und das, ja, haben wir halt nicht mehr. Ich meine, wenn ist der Max Verstappen das letzte Mal das Auto abgelegen? Na gut, ich glaube, das war es. Ja, also ich kann sagen, Australien. Australien. Aber vorher war es auch Australien, glaube ich, im Fall. Aber ich glaube, es irgendwie 2 Jahre. 22. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Eben, also das zeugt einfach davor, die Reliability ist auf einem All-Time-High. Und ich wünsche für mich irgendwie so, dass es sich halt ein bisschen ändert. Ich bin halt immer noch der Meinung, im 26 müssten wir zurück zu V10-Motoren gehen. Ich meine, wir haben die Möglichkeiten, das relativ umweltfreundlich zu machen, sage ich jetzt einmal. Und ja, Formel 1 hat definitiv andere Punkte, die sich daran arbeiten, um umweltfreundlicher zu werden, als die Autos anzupassen. Aber hey, es ist, wie es ist. Ja, du eben mal schauen, wie es in der Zukunft wird. Ich glaube, das Red Bull wird das habe ich ja mit dir schon besprochen, oder mal geschrieben. Red Bull wird den Struggle bekommen, wenn das mit dem Adrian Newey wirklich so passiert, wie es momentan in den Medien überall heisst. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf zurück. Dann werden sie ein bisschen den Struggle haben im 26. Ich glaube, das 25 wird nochmal ein Jahr sein für sie. Aber 26 könnte die Welt wieder ein bisschen anders aussehen. Aber eben, auch da wird mich da nicht festnageln. Aber wir schauen mal, wie sich das dort noch weiterentwickelt. Aber, es ist klar, dass sie jetzt auf jeden Fall gar keinen Struggle haben, weil sie haben auch China wieder absolut dominiert. Für mich selber habe ich wirklich sagen, also China, ein Rennen, das ich im Nachhinein nicht erwartet habe, dass ich es so vermisst habe. Ich habe das Racing gut gefunden, die Atmosphäre war so gut wie noch nie, kann man sagen, halt wegen Joe hauptsächlich auch.
Eigentlich hatten wir auch vor dem Grand Prix noch einen Podcast aufnehmen, aber dann bin ich mit einer Lungenentzündung daheim gelegen und das war nicht so angenehm zum Reden. Und dann hätten wir halt auch so ein bisschen über China Grand Prix reden und was er so ist. Und ich glaube, wenn wir den Podcast gemacht hätten, nicht so gut über China geredet wie jetzt im Nachhinein. Weil ich habe es wirklich, also ich muss sagen, ich habe es eigentlich ein super Rennen gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. China war geil. Also vor allem Sprint-Qualifying. War es Sprint-Qualifying oder war es Qualifying für ein Rennen? Ich weiß gar nicht, der, der es so geschifft hat. Nein, es war Sprint-Qualifying. Das war Sprint-Qualifying. Das war richtig geil. Ja. Nur weil der Rasen zweimal gebrannt hat oder einmal gebrannt hat, hat es einen Red Flag gegeben und danach hat es verzögert. Und wegen dem haben wir Regen im Qualifying dort. Und das war richtig geil. Also, das war wirklich ein Geschenk Gottes in diesem Moment, kann man wirklich so sagen. Ja. Weil das Qualifying ist einfach geil. Und dann hast du eben auch gesehen, wer kann mit dem Auto im Regen gut umgehen, wer hat Talent, blöd gesagt. Also ich will jetzt nicht sagen, weil der Max jetzt weiter hinten gestartet ist, dass er kein Talent hat, er ist ein Top-Regenfahrer. Er hat einfach den Struggle gehabt mit dem Auto im Regen. Aber zum Beispiel ein Hamilton, der so über das Auto flucht, wie schlecht der Karre ist, fährt einfach auf ein verdammtes P2. Wäre sogar auf P1 gewesen, weil im Norris seine Zeit gestrichen wurde und nachher wieder zurückgegeben wurde. Aber Norris auch. Also sorry, der ist einfach hure gut gefahren. Und ich bin ja einer, der den Norris sehr gerne mal ein bisschen mehr kritisieren. Da wissen ja die meisten, ich habe ja nichts gegen den Norris als ich, aber ich schaue ihn sehr streng an. Aber muss ich auch mich vor ihm verneigen, wirklich eine Top-Performance abgeliefert dort. Und hat es dann aber am Start hart verkackt. Muss man so sagen. Das war scheiße gewesen. Ja, ich glaube, ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, der Norris setzt sich selber brutal unter Druck, wenn er sag jetzt mal so, Opportunity hat, um irgendwie einen Win zu holen. Und dann verkackt er es. Ja. Und ich glaube, wenn es dann, ja. Also, würde ich glaube jetzt auch, wenn ich nach so vielen Jahren noch irgendwie 3-4 Chancen sogar das immer noch nicht fertig gebracht habe, dann kann ich. Für mich ist es so wie eine Barrichello-Situation, weißt, wo immer wieder Chancen hat und nie dazu kommt. Und ja, er wird safe einen Win holen. Muss. Und der wird auch, der muss schauen, wenn er den Win holt, fährt er ganz anders nachher. Ja. Weil ich glaube, er setzt sich unter Druck, weil er noch nie einen geholt hat und er weiß, er hat schon viele Möglichkeiten schon gehabt. Und ich glaube, irgendwann ist, wenn er den Win holt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Jahr wirklich auch mal passieren könnte, weil McLaren sieht wirklich stark aus, auch jetzt wieder. Und Red Bull sieht ein bisschen schwächer aus als letztes Jahr. Ja, ich glaube es eher. Die anderen haben einfach alle so aufgeholt, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, die anderen haben einfach halt, schlussendlich besteht ab Formel 1 daraus, einfach ein Copy-Paste gemacht ein bisschen. Ich meine, viele Autos sehen sehr ähnlich aus wie der alte Red Bull, nicht wie jetzt der neue, aber ich glaube, dass der Norris mit McLaren schon mal kann, dem nächsten Win reinholen kann. Das Bittere ist ja, dass der Piastri hat ja schon einen geholt, zwar nur im Sprint, aber er hat einen. Aber es ist ein Win, ja. Und das ist schon bitter. Ja. Was ist es, 30%, 40% von einem ganzen Rennen? 30 oder 20? Ich weiß gar nicht. Oder 20. Aber es sind doch ein paar Runden, wo man muss davor bleiben und alle hinter sich behalten. Oder? Aber ich meine, was wir halt wieder klar sehen, ist, so Sachen passieren nur, wenn der Max mal einen schlechten Tag hat. Ein Perez gurkt sowieso immer ein bisschen um Platz 2, 3 und 4 umeinander. Also, dem kannst du das beste Auto geben, das ist einfach seine Position. Aber weißt du, wobei er hat jetzt die letzten paar Rennen, also seit Anfang der Saison, fährt er schon auch gut. Nein, also er fährt super. Also aber das ist halt, weil, oder ich denke, letztes Jahr hat er sich so ein bisschen den Druck gemacht, hat wollen Championship gewinnen und hat verkackt. Jetzt fährt er einfach zu seinem Potenzial und sein Potenzial ist auch im besten Auto hat einfach 2., 3., 4. Platz umeinander gurken. Aber es ist okay, wenn er das die ganze Saison über macht, dann bringt er verdammt viele Punkte rein. Oder? Das ist, Konstanz ist eigentlich in dem Fall deutlich wichtiger. Ja. Und, Also weißt du, der Helmut hat noch gesagt, er glaubt, dass der Perez jetzt wieder so stark fährt, ist eher, weil er ums Cockpit kämpft und das für ihn mehr antreibt als um ein Championship. Also, weißt? Kann sein, aber ich spüre ehrlich gesagt dieses Jahr weniger den Druck um sein Cockpit, auch von den Medien her, als letztes Jahr. Ich glaube, er wird droppt, egal was er macht. Ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr noch bei Red Bull fährt. Ich glaube aber schon. Meinst du? Ich habe wirklich das Gefühl, Red Bull, es kommt darauf an, was der Max macht.
Weil wenn der Max geht... Wir kommen nachher drauf. Okay, gut, wir kommen nachher drauf. Driver Talks haben wir tatsächlich ein Segment drin. Ja, cool. Scheiße. Es ist halt, ihr merkt schon, oder? Off-Track ist deutlich mehr passiert als On-Track. Ich habe schon vor dem Podcast gesagt, wir haben ja fast nichts zum Bereden. Das kann nur ein kurzer Podcast werden. Spaß beiseite. Reden wir über den China Grand Prix, weil es gibt noch etwas, wo wir unbedingt darüber reden müssen. Und zwar unser Lieblingsfahrer, der liebe Lance Stroll. Der Der wieder mal eine super Performance geleistet hat, oder? Ja. Daddy's 1A. Cash. 1A. Ja, ich sage es mal so, in meinen Augen hat er einmal mehr bewiesen, dass er zu lang in der Formel 1 ist. Ich sage das, glaube ich, mittlerweile jedes Mal, wenn wir über ihn reden müssen, weil es kommt halt einfach auch nicht mehr gut. Wir haben keine Pole Positions mehr von ihm, wir haben keine geile Regen-Drives mehr von ihm, wir haben keine Podiums mehr. Es passiert einfach nur so Scheiß. Und zwar ist er im Daniel Ricciardo ja hinten aufgefahren. Und wenn du die Kamera anschaust, ganz offensichtlich, dass er komplett auf den Apex fokussiert ist und einfach nicht bremst. Also noch dazu erwähnt, es war schon der Safety Car, also beziehungsweise Safety Car Ending Phase. Ja, eben. Ja. Das ist ja noch das Schlimmste eigentlich. Also er antizipiert eigentlich zum Gehen und er sagt nachher, ja, das passiert halt, weißt, wenn viele Fahrer nicht aufeinander sind, der eine bremst, der andere bremst und man erwartet es nicht, es gibt einen Harmonika-Effekt und man fährt ineinander rein. Ja, aber, lieber Herr, alle anderen Fahrer haben es auch geschafft und sind noch näher aufeinander aufgehockt. Und alle haben rechtzeitig gebremst und sind nicht ineinander reingefahren. Das war übrigens die Aussage auch von Piastri gewesen. Und das habe ich richtig schön gefunden, dass er da schon ein bisschen am Schießen ist, obwohl er erst in seinem 2. Jahr ist. Aber er darf auch, in meinen Augen. Ja, das und ist so. ja, geschossen hat ja auch der Daniel Ricciardo ein bisschen. Ich weiss nicht, willst du das Thema ein bisschen anschneiden? Ja, also der Danny ist ja recht hässlich geworden, weil er ja eigentlich in dem Sinn die Schuld, also der Stroll hat ja einfach die Schuld nicht bei sich gesehen. Also er hat ja eigentlich lang, also ich weiß nicht, ob er inzwischen eingesehen hat, dass es seine Schuld ist. Ich weiß es nicht, aber im Post-Interview hat er ja noch gesagt, also ja, es sei das und das gewesen, und er sieht die Schuld nicht bei sich. Er hat ja so blöd gesagt, wie auch ein bisschen im Danny noch die Schuld gegeben, ja, wieso bremst er so ab dort, weißt und so. Und das hat ihn ja dann so hässlich gemacht, weil er das mitbekommen hat. Und da muss man sich mal vorstellen, weißt, er ist ja nicht mal hässlich der Ricciardo am Funk. Er war hässlich im Post-Interview, also wo das schon lange vorbei war, ist blöd gesagt. Dort war er hässlich. Und er hat dann nachher gesagt, also wenn er das immer noch nicht eingesehen, dass er den Fehler gemacht hat, und wenn er das Wiederholung nochmal geschaut hat er irgendwie so, also ich sage es jetzt nicht, weil sonst müsste ich es zensieren, das schießt mich an. Also das F-Wort ist gefallen und ja, ich kann das nachempfinden, weil der Ricciardo hat eigentlich wirklich ein gutes Wochenende gehabt. Er hat so eine schwere Start jetzt gehabt, oder schweren Start in dieser Saison. Er hat jetzt ein neues Chassis bekommen für auf den China Grand Prix und man hat einfach gemerkt, es funktioniert besser, er fühlt sich wohler, er ist schon vor dem Tsunoda gelandet. Ich weiß nicht, ob es in allen Sessions war, aber sicher in den Qualifying Sessions ist es vor ihm gewesen. Wobei ich muss auch sagen, Yuki hat ein sehr schlechtes Wochenende in China. Aber er ist doch besser gewesen von der Performance her. Also man hat schon eine Steigerung gesehen. Und dann passiert natürlich so etwas und das ist super frustrierend für ihn, weil ich glaube, das Punktepotenzial wäre sicher rum gewesen. Er hätte in die Punkte fahren, denke ich mal. Aber ja, dann ist das passiert. Er ist ja noch in Piastri reingefahren, der Ricciardo, nur leicht, aber es hat ja im Piastri auch ein Damage gegeben am Unterboden. Piastri hat nachher ja auch Probleme gehabt, ist ja auch langsamer geworden. Ja, es ist halt einfach schade durch so eine, ja, klar, man kann sagen, ja, es ist halt blöd gelaufen. Ja, es ist blöd gelaufen, aber es ist halt einfach wieder der Stroll. Weißt, ich glaube, wenn es ein anderer Fahrer gewesen wäre, hätte man dann können sagen, so, ja, okay, es ist halt wirklich blöd. Ja, kann passieren. Ja. Es ist einfach schade und scheiße, oder? Aber es ist wieder mal der Stroll, der irgendjemand anderem das Rennen ruiniert. Und ich glaube, das Schlimmste an dem Ganzen ist, dass er im Ricciardo das Rennen ruiniert, oder? Weil seitdem er eigentlich bei AlphaTauri angefangen hat, respektive V-Carb... Visa Cash aber Racing Bulls. Ja, genau. Aber der Merch ist geil. Der Merch ist geil. Chill. Ja. Seitdem er dort angefangen hat, kann er irgendwie sich einfach nicht beweisen. Und oft einfach nicht durch Fehler von ihm selber,
Manchmal schon einfach durch ein bisschen Pech mit seiner eigenen Positionierung. Aber das Schlimmste ist noch, dann, wenn er sich mal ein bisschen beweisen kann, ist er dann halt doch meistens hinter dem Yuki. Der Yuki ist der im Qualifying oft davor ist. Der Yuki ist der dieses Jahr Punkte reingeholt hat. Stimmt das überhaupt, was ich sage? Yuki hat Punkte reingeholt, 7 und Ricciardo 0, oder? Und das ist doch schon ein verdammter Unterschied. Nach, was sind es jetzt, 5, 6 Rennen? 5 Rennen hat der Yuki schon 7 Punkte. Das heisst, er hat durchschnittlich pro Rennen einen Punkt geholt. Das in einem Auto, das eigentlich zuhinterst hinten rumgurken und in einem Fahrerfeld, wo sowieso Platz 1 bis 8 immer abdeckt ist. Ganz klar, mit McLaren, Ferrari, Mercedes, Aston Martin und Red Bull. Oder? Und da muss man halt schon sagen, Respekt an Yuki, aber was zum Fick ist mit dem Daniel Ricciardo los? Das tut mir fast schon weh, wenn ich so Zeug höre. Ja. Ihr wisst, der Ricciardo ist wirklich einer meiner Lieblingsfahrer im Grid, einfach weil ich ihn mega sympathisch finde und halt auch seine Red Bull-Zeiten geliebt habe. Ja, also man muss halt wirklich sagen, Yuki ist auf einer Höhe. Das muss man ihm lassen. Also Yuki performt momentan wirklich überdurchschnittlich. Und ich muss auch wirklich sagen, ich gönne es dem Yuki wirklich von Herzen, weil der Yuki, finde ich, einfach ist ein Fahrer, der in die Formel 1 reingehört. Und ich möchte auch, dass er weiterhin fährt. Vielleicht nicht gerade beim Visa Cash App Team, aber vielleicht irgendwo bei einem anderen Team. Eben zum Beispiel mal einen Stroll rauskicken, eben wenn Honda zu Dings kommt, so Aston dort trainieren mit dem Alonso zusammen. Wäre eine geile Kombination auch. Der Yuki könnte noch viel lernen vom Alonso. Das wäre wirklich geil. Aber beim Danny, ich glaube, es hat einfach. Also, ich frage mich halt einfach, wieso fährt er so schlecht? Irgendwie das Gefühl, wenn es um etwas geht, performt er schlechter, als wenn er irgendwie einfach so fahren darf. Weil es ist einfach komisch, beim Pirelli-Reifentest mit dem Red Bull hat er ja angeblich eine Zeit gefahren, die ihn in die erste Startreihe geschossen hätte. Also nicht am Verstappen seine Zeit im Qualifying. Und die Zeit ist ja einen Tag später, 2 Tage später gefahren worden, auf einer kalten Strecke. Und da frage ich mich halt einfach, wie schafft er das, dort so gut zu performen? Aber dann nachher, jetzt, wo er eigentlich liefern müsste, geht es einfach nicht. Und das Einzige, was man halt ein bisschen erklären würde, ist, halt, dass wirklich er einer ist, der einfach ein Auto braucht, das auf ihn abgestimmt ist. Und wenn er das nicht hat, kann er einfach das volle Potenzial nicht ausschütten. Das ist das Einzige, was man ein bisschen erklären würde. Ich glaube, das kannst du am besten eigentlich beantworten. Weil, also ich weiß ja nicht, da bin ich eben noch nicht so dabei gewesen. Die ganzen HRT-Zeiten, wo er bei Hispanic Racing Team gefahren ist und frisch reingekommen ist, war ja auch ein grottenschlechtes Auto gewesen. Ich meine, er hat ja doch den Sitz bei Red Bull bekommen, aber hat er dann dort schlecht performt oder hat er gut performt, wo er so im Toro Rosso und im HRT hineingehockt ist? Also er war ja schon im Jugendprogramm von Red Bull, wo er bei HRT hineingekommen ist. Okay. Und er hat dort halt einfach die Session ist er ja gefahren dort und dann nachher, ich glaube, was war es? Ist es die USA, wo er das erste Mal gefahren ist, oder Deutschland? Ich weiß nicht mehr, wo er zuerst gefahren ist. Es war eben Mitte Saison, wo er angefangen hat dort. Er war ja nicht von Anfang an dabei gewesen. Und dann ist ja der, also ist ja nicht irgendwie mit dem Auto weit vorne mitgefahren, aber es ist halt einfach für HRT-Verhältnisse nicht schlecht gefahren. Aber das Auto war Katastrophe gewesen. Die haben ja, das ist glaube ich das einzige Auto gewesen, das ohne Kers die ersten paar Rennen gefahren ist. Das haben sie gar noch nicht entwickelt gehabt. Und also würdest du sagen, er ist eigentlich auch dort nicht super gross aufgefallen? Ich kann mir gar nicht gross erinnern, dass er irgendwie rausgestochen ist. Bei Toro Rosso Zeiten ist er eigentlich auch nicht gross rausgestochen. Also, ich meine, Toro Rosso ist er mit dem. Mit wem ist er denn gefahren? Ist er mit dem Kwiat gefahren dazumal? Ich denke es fast. Kwiat oder sogar noch mit dem. Wie hat der spanische Name, glaube ich? Der Pedro de la Rosa? Oder nein, wie heißt der Kerl? Nein. Warte jetzt. Mit dem Jean-Eric Verne ist der Toro Rosso. Genau. Okay. Und dort ist er 2 Jahre gewesen, glaube ich. Ja. Weil ich meine, er ist ja eigentlich auch nur in Red Bull Sitz so auf Necessity, habe ich das Gefühl. Also nicht, weil er super krank gut performt hat, sondern mehr, weil
ja, sie haben halt ein bisschen einen besseren Fahrer gebraucht, sie haben gerade unbedingt jemanden gebraucht und dann hat man ihn rein da. Und eben, eigentlich hat er bis jetzt, wenn man das so anschaut, er hat sich nur im Red Bull gut können beweisen. Klar, das zweite Renault-Jahr ist noch okay gewesen, ist noch ziemlich gut gewesen, aber er hat sich eigentlich wirklich nur im Red Bull, wo er wirklich rausgestochen ist. Und es kann wirklich etwas daran sein, dass er nur in guten Autos performt. Aber will man das als grosses Racing-Team, das Risiko, will man das eingehen? Oder? Das ist die Frage. Nein, das will man nicht eingehen. Weil ganz ehrlich, eben, er hat dort, ich glaube, es hat einfach auch die 14er, 15er, 16er Ära dort so, oder einfach auch bis er eigentlich gewechselt hat zu Renault. Also die Fahrzeugära ist ihm einfach gut gelegen. Bei Red Bull, das Auto ist ihm wirklich gut gelegen. Sein, ja. Aber er hat sich natürlich schon einen Namen machen, weil er hat einfach den Vettel besiegt hat, blöd gesagt, in 2014, weißt du? Aber der Vettel hat viele Probleme gehabt mit seinem Auto dazumal. Und das wäre ja auch nicht gegangen, gell? Ja, und darum hat er sich auch einen Namen machen. Er war der der Vettel, der vierfache Weltmeister, besiegt hat, oder? Und das ist natürlich, ja, hast du dann gerade mal einen grossen Namen gemacht mit dem. Weil ich meine, zu dieser Zeit hat der Vettel noch mehr WM-Titel als der Hamilton. Das ist eigentlich auch krank, wenn du das so überlegst, weißt ja. Also Vettel war dann das, was der Max Verstappen jetzt ist. Einfach ein Gott, der alles gewinnt. Ja, das war wirklich krass gewesen. Und darum finde ich schon auch, der Ricciardo würde wahrscheinlich in einem Red Bull innen schon viel können leisten, also als Seite von Max. Aber momentan seine Performance langt einfach bei weitem nicht dafür. Und ich glaube auch, er wird das jetzt nicht bekommen bei Red Bull für nächstes Jahr, weil ich habe ja noch lange darauf spekuliert, er könnte vielleicht den Perez ersetzen Mitte Jahr, aber eben, wenn der Perez natürlich so konstant liefert und auch gute Ergebnisse liefert, dann sehe ich auch nicht, wieso das Red Bull ihn sollte droppen. Also, ja. Das ist halt ein bisschen das, Red Bull hat wirklich... Die haben jetzt im Vergleich zu vor 4-5 Jahren haben sie einen riesen Luxus. Also bis vor sie den Perez geholt haben sie ja wirklich nie wirklich gewusst, was für Fahrer. Aber jetzt in meinen Augen haben sie einen riesen Luxus. Weil sie haben einen Ricciardo, der könnte performen, aber das ist in meinen Augen einfach die Notfalllösung. Sie haben einen Yuki Tsunoda, der eigentlich super performt und eine Chance verdient hat. Sie haben einen Liam Lawson, wo sie nachher in eine Alpha Tauri reinstecken, V-Carb reinstecken und ja, einfach fahren lassen. Sie haben den Perez, sie könnten einen Carlos Sainz aufgabeln. Sie zeigen ganz klar das Interesse an einem Lando Norris, der sicher auch Ausstiegsklauseln hat bei McLaren. Und auch wenn nicht, die würden das Geld ausgeben für einen Norris. Also Red Bull ist momentan, ich würde sagen, absolut, also, sie sind ja das beste Team, also logisch haben sie einen absoluten Luxus. Ich meine, fast vergessen, auch einen Albon könnte man wieder reinholen. Also, ja, und das die können jetzt wirklich aussuchen, wer sie wollen. Genau, und Albon hat eigentlich noch gute Karten, oder würde ich sogar noch sagen, bessere Karten als ein Norris, aber nicht wegen Performance, weil Red Bull gehört ja eigentlich den Thailänder zu 51%. Ja. Und die würden das mega geil finden, wenn sie einen Thailänder in einem Top-Team hätten. Ist sicher auch ein Grund, wieso dass er überhaupt 1,5 Jahre fahren und nicht einfach nur ein halbes Jahr. Ja, genau. Darum, Albon hat wirklich gute Karten, dass er könnte wieder kommen. Allerdings muss ich auch wieder sagen, dann so, ja, ich meine, der Albon, ich schätze ihn als mega vernünftig ein. Und ich glaube nicht, dass der Albon zu Red Bull wieder möchte gehen. Weil ich meine, er hat ja auch erzählt, so wie es bei Red Bull läuft, in einem Podcast und so. Und er hat ja auch gesagt, eben so, wie das ist, gegen den Max zu fahren, weil er gesagt hat, dann haust du eine Zeit raus, wo du meinst, du bist super gefahren, dich kann niemand toppen und dann kommt der Max und haut einfach nochmal eine Zeit raus, wo 3 Zettel nochmal schneller ist. Und du kannst es nicht erklären, wie er das macht. Aber das ist einfach der Max. Er ist einfach, das ist pures Talent. Das ist wirklich pures Talent. Und da sieht man einfach mal, dass einfach, du kannst pures Talent mit nichts anderem übertrumpfen. Und klar, wenn ich einen Max nehmen und ihn in einen Mercedes hineinsetzen, er würde auch nicht klarkommen. Aber er würde immer noch besser fahren, sage ich jetzt, als ein Hamilton und ein Russell zusammen. Würde ich jetzt so schwer behaupten. Ja, momentan schon. Weil vor allem, was bei Max halt einfach krank ist,
er braucht 3-4 Rennen, wo er nicht gut performt und nachher kann er das Auto kontrollieren, egal wie schwierig das ist. Und das ist so ein bisschen das, was er ausmacht. Desto mehr das Auto auf der Messerspitze ist, desto schwieriger das ist zu kontrollieren, desto eher hast du einen Max Verstappen, der am schnellsten fährt. Weil er kann sich anpassen, er kann sich daran gewöhnen an das Auto, das auf der Messerspitze ist. Und das ist auch das, was der Albon erklärt hat. Du hast das Gefühl, du kannst das Auto schon nicht mehr kontrollieren und der Max Verstappen kommt mit keinem bisschen Wiggle und Tire Screech der Kurve durch, während du die ganze Kurve am Kämpfen bist, das Auto nicht hinten rausschleudert, oder? Und das ist einfach, das ist das Kranke am Max Verstappen. Und wegen dem, ich stimme dazu, also so wie er momentan fährt, ich glaube, du kannst jeden Fahrer neben ihm tun. Er ist absolut in seiner Prime. Und das Einzige, was ihn vom Gewinnen abhalten kann, ist der ganze Power-Struggle, wo Red Bull jetzt eigentlich hat. Und das könnte halt nochmal einen riesen Zirkus eigentlich auslösen im ganzen Fahrersegment. Wer fährt wo, oder? Etwas, was jetzt dort sicher auch so ein bisschen den Stein ins Rollen bringt, ist, wir haben jetzt ja der erste confirmed, ich sage jetzt mal relativ grosse Wechsel. Der Hulk geht zu Sauber, Hulkenberg geht zu Audi, kann man besser sagen, weil nächstes Jahr wird es ja nicht mehr... Stimmt das? Oder Übernächstes Jahr, schon nicht mehr 26. Übernächstes Jahr? Ja, okay. 26. Aber er fährt schon ab 25 für Sauber. Genau. Ja, und in meinen Augen eine super Entscheidung, weil du hast mit dem Hulkenberg einfach einen stabilen Fahrer, der in die Punkte reinfährt. Er ist nach 3 Jahren außerhalb Formel 1 zurückgekommen und zeigt ganz klar, dass er besser ist als der Magnussen. Ja. Letztes Jahr und auch dieses Jahr ist immer wieder vorne im Qualifying, ist immer wieder vorne im Rennen und zeigt einfach ein bisschen mehr Biss. Und ich glaube, das hat auch nicht das Letzte damit zu tun, dass er jetzt so ein bisschen lockerer fährt, dass er nichts mehr zu verlieren hat. Und ja, schlussendlich natürlich auch Audi, deutsche Firma, Hulkenberg, deutscher Fahrer, ist natürlich auch vom Sponsoring her eine gelungene Sache. Oder? Also finde ich eine super Entscheidung, dass sie ihn genommen haben. Was sagst du zu dieser Sache? Ja, ich freue mich. Also ich freue mich mega für den Hülkenberg, weil eben, wie du gesagt hast, einfach mal 3 Jahre weg von der Formel 1, dann noch gerade weg sein, wo ein Generationswechsel gekommen ist. Also er hat aufgefahren mit einem komplett anderen Formel 1 Auto, ist in die Formel 1 reingekommen, ja, mit einem anderen Auto dann wieder. Also gut, er hat ja noch, sage jetzt mal, noch 2 Mal einspringen können. Einer ist noch bei Racing Point dazu mal im 21 oder... oder 20. Ich weiß gar nicht, dort, wo er auch auf P2 gefahren ist oder so Corona, im Qualifying. Das war auch so ein kranker Grand Prix. Und dort haben sie ihn echt gedroppt. Also dort, wenn Racing Point eine geile Strategie hatte, wäre er auf das Podium gefahren. Locker. Und danach war ja noch Saudi-Arabien dort, wo ja der Sepp Corona hatte, ist er ja eingesprungen. Yes. Und also absolut verdient, dass er zurückkommt in die Formel 1 und absolut verdient, dass er jetzt zu Audi darf. Und eben auch das Pairing, deutsche Autohersteller, deutsche Fahrer, sehe ich auch so, das ist eine geile Kombi. Ich glaube, Audi ist auch, oder im Werksteam Audi ist das auch wichtig, dass sie einen deutschen Fahrer haben. Und dann machen sie mit dem Hülkenberg definitiv nichts falsch. Und ich glaube auch, er kann das Team mega voranbringen, also was die Entwicklung anbelangt. Und ich wünsche mir es wirklich, dass er mit Audi aufs Podium kommt. Dass er endlich, er ist der Fahrer mit dem meisten Grand Prix und nie auf einem Podium abgeschlossen. Das ist eigentlich eine traurige Statistik. Aber ich hoffe so, dass er das noch in seiner Karriere einmal kann brechen, eigentlich. Den Streak 100%. Eigentlich sozusagen. Ja, okay. Das ist eigentlich wirklich schon zu lang. Ich meine, in Hockenheim 19 wäre es möglich gewesen. Er hat es vergamen gehabt. Das ist Herzzerbrechend. Ja, das ist wirklich, das hat richtig weh beim Zuschauen. Und ja, ich habe ein gutes Gefühl, Kombination er mit Audi. Er hat ja einen Multi-Year-Contract. Es gibt so ein paar Gerüchte, dass es etwa 3 Jahre sagen, also wo er dort wäre. Also beziehungsweise mit nächstes Jahr zusammen, also heisst 2 Jahre Audi und 1 Jahr jetzt noch Stake oder Kick, F1 Team, Sauber, whatever. Das wäre krank, das wäre super. Und also eben, ich sehe da gut, das ist eine gute Karte für ihn, auch für Audi. Eben, ich sehe eigentlich nur auf beiden Sachen eigentlich ein Win-Win. Ja. Und die Frage ist halt einfach dann, wer wird sein Teammate, oder? Das ist jetzt halt noch ein bisschen offen. Man hat ein paar
Kandidaten im Rennen. Also wir reden hier natürlich von einem Bottas, wir reden natürlich von einem Joe, wir reden auch unter anderem von einem Pierre Gasly, von einem Esteban Ocon, wo anscheinend auch noch Kandidaten wären. Sepp wird auch immer wieder reingerührt. Ich bezweifle aber, dass der Sepp wirklich nochmal zurückkommt, obwohl dass er ja für die Superlizenz muss er ja so einen Gesundheitscheck machen und den hat er erst noch gemacht. Also er möchte seine Superlizenz behalten, und er hat auch gesagt, er schaut schon wieder so ein bisschen Formel 1, aber er hat ja jetzt auch einen Tag auf die WEC Series, er wird ja mit Porsche geht er ja an Le Mans fahren. Ja, also es hat ein paar Fahrer, die interessant wären. Auch natürlich ein Carlos Sainz, habe ich jetzt gar nicht gesagt. Ich würde sagen, der grösste Brocken fehlt. Ja, der hat ja anscheinend, also da munkelt man ja, der hat ja anscheinend schon ein Angebot bekommen. Das hat der Helmut Marko gesagt, wo Red Bull nicht könnte zahlen. Der wird so viel Geld bekommen von Audi. Allerdings hat er anscheinend eine Deadline verstreichen lassen. Ich glaube, der Carlos Sainz, der ist momentan in einer richtig geilen Position. Geil, aber schwierig. Geil, aber schwierig. Ja, was mache ich in dem Sinn? Aber bevor wir noch zum Sainz kommen, was glaubst du, wer könnte Zweitfahrer werden jetzt von Audi? Wer siehst du an oberster Stelle? Nelben ist natürlich auch wieder eine Option, gell? Ja, absolut. Das ist, also auch Audi, respektive Sauber, ist, ich sage, in einer relativ geilen Position. Sie haben eine relativ gute Auswahl. Es ist klar, dass sie könnten noch Veränderungen treffen. Es ist klar, dass sie könnten beide Fahrer rausschießen, die sie jetzt haben. Ich sehe vor allem die Schwierigkeit einfach drin, das Team in einem Fahrer zu verkaufen. Weil Sauber performt seit Jahren nicht wirklich super. Sie haben in der Alfa Romeo-Zeit 1-2 Jahre gehabt, die cool waren, wo sie ein bisschen vorne mitgefahren, also vorne im vorderen Mittelfeld, sage ich jetzt, mitgefahren sind. Aber sie stechen nicht raus und gerade wenn man anschaut, wie lange es geht, das Team aufzubauen. Aston Martin. Wann ist Racing Point Aston Martin geworden? 2021? 2020? 21 oder so? 20 ist... 21, ja, die haben noch das alte Chassis, haben sie auch noch gehabt dort. Ja, das ist so. 21 war schon Aston gewesen, ja. Und jetzt musst du dir überlegen, Anfang im 23, also 2 Jahre später, fahren sie okay gut vorne mit. Sie sind aber noch nicht zuvorderst vorne. Und Ambitionen von Audi sind ja zuvorderst vorne mitfahren und Championships gewinnen. Jetzt kommt noch dazu, dass die einen ganz neuen eigenen Motor werden bauen. Klar, die haben super Erfahrungen schon von der ganzen WEC Series und Le Mans haben schon sehr ähnliche Motoren, die sie gebaut haben. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass das Team vor 2029 in meinen Augen wirklich grossen Erfolg geniessen kann. Und wie verkaufst du das jetzt ein? Hülkenberg macht irgendwie Sinn, dort seine Karriere zu beenden und das Team ein bisschen hochzufahren, ein bisschen vorzubringen und vielleicht eben noch sein Podium zu holen und dann nachher call it a day, oder? Aber du brauchst ja auch einen Starfahrer, weil das ist der Hülkenberg nicht. Wer nimmst du als Starfahrer und wie verkaufst du ihn? Für mich, ich würde sagen, für einen Anfang sollten sie stabile Fahrer haben, die das Team aufbauen. Ein Starfahrer bringt in meinen Augen noch nichts. Ein Sainz wird mal zu Audi gehen, aber um all die Gerüchte, die es gibt und um all den Druck, den Audi ihnen macht, ich sehe den Sainz nicht, einen Vertrag für 25 schon anzunehmen. Ich denke ganz klar, dass sie auf etwas Konstanz gehen. Ich denke, sie bleiben vielleicht beim Bottas. Falls nicht, bleiben sie vielleicht auch beim Joe. Ich finde, der macht eigentlich einen guten Job. Mindestens für 25 noch. Im 26, wenn dann Audi reinkommt, kann es sein, dass sie vielleicht sogar wirklich einen zweiten deutschen Fahrer wollen. Vielleicht gehen sie auf einen Vettel, vielleicht gehen sie auch auf einen Mick Schumacher, obwohl ich sehe, ehrlich gesagt, nicht mehr viel Potenzial. Aber ich würde sagen, wenn sie intelligent sind, behalten sie das, was sie jetzt haben, machen Bottas, Hülkenberg-Mix und haben somit wirklich konstante Punkte-Inhaler, wo ihr könnt sagen, was am Auto nicht funktioniert, wo ihr könnt sagen, was das Team noch braucht, um besser zu sein. Nicht zuletzt ein Bottas, der halt jahrelang beim erfolgreichsten Team, fast, kann man sagen, aller Zeiten, auch wenn man auf die Zeitspanne, wo sie fahren oder wo sie existiert, mitgefahren ist. Oder? Und dort kann man schon sagen, ich glaube, das ist das Stabilste. So kommst du gutes Feedback über, so kannst du dich verbessern.
Also, ich sehe deine Ansichten, oder beziehungsweise ich sehe, was du meinst. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, ich glaube weniger, dass Bottas und ein Joe bleibt. Ich glaube, die werden beide ihren Sitz verlieren, bin ich ganz ehrlich. Wer aber könnte kommen, ich habe wirklich keine Ahnung. Also, ich meine... Schwierig, ja? Ja, es ist so schwierig, weißt du, ich sehe einfach halt aus, zum Beispiel so einen Albon mit dem meisten Potenzial wieder. Ich habe irgendwie das Gefühl, so, er könnte wirklich auch, weißt du, er ist ein stabiler Fahrer, er macht eigentlich wenig Fehler, muss man sagen. Hat zwar jetzt Anfang der Saison hat jetzt auch wieder ein bisschen den Struggle, muss man sagen, aber ich glaube, das liegt halt auch mehr ein bisschen am Auto. Aber Bottas, also wenn Bottas oder Joe, sehe ich eher noch an Bottas, rein wegen der Erfahrung. Leider. Joe macht nämlich einen super Job, das ist definitiv so. Aber der Bottas war jetzt in China auch sehr stark gewesen. Also ich meine, der war auch wirklich gut unterwegs gewesen. Hat einfach wieder mal Pech gehabt. Ja, er hat auch den Motorschaden gehabt. Aber er hat wirklich eigentlich, das Auto haben sie als Upgrade gebracht. Und das hat man schon auch gemerkt, sie sind doch ein bisschen tiefer gewesen, also vor allem der Valtteri. Er ist halt einfach auch ein laufendes Meme, muss man auch sagen. Und das braucht es irgendwie auch in der Formel 1. Klar, es ist kein Argument, aber ich meine es einfach so nebenbei erwähnt. Es ist wie beim Raikkonen, er bringt gute Promo schlussendlich. So. Aber weißt du, was ich mich noch gefragt habe, ist eben, der Bottas, ich meine, Mercedes, ist jetzt alles cockpitfrei. Und der Russell, das hat ja der Toto auch schon ein paar Mal gesagt, der wird ja nachher so ein bisschen den Lead übernehmen, das wird so sein Ding sein, obwohl ich ihn eigentlich nicht so als Leader-Person gesehen habe. Weil mir doch manchmal der Russell macht hier und da doch immer noch ein bisschen zu viele Fehler. Manchmal performt er super, tipptopp alles, aber Hanke macht er manchmal immer noch recht komische Fehler. Also sprich zum Beispiel letztes Jahr Singapur, einfach unnötig. Ja, immer Last Lap. Ja. Und auch Australien, ich meine, sorry, wenn vor der eine Fahrt ein Alonso ist, wo du weißt, das ist ein Alonso von dir, das ist ein Schlitzohr, das erkennst du von 3 Kilometern her. Und dann musst du halt einfach ein bisschen einiges mehr aufpassen, blöd gesagt. Ja, du kannst dann nicht nicht einfach vielleicht auch ein bisschen zurückschalten und sagen, ist gut, ich bin jetzt halt einfach die Position, wo ich bin. Ja, blöd gesagt, weil du musst ja nicht eben riskieren oder nachher verschrecken, blöd gesagt, und abfliegen. Also darum, es gibt einfach hier und da gibt's so Sachen, wo ich einfach muss sagen, so, ja, also würde jetzt in einem Leader fahren eher weniger passieren, sage ich jetzt einmal. Und darum kann ich mir eben vielleicht auch noch vorstellen, dass vielleicht ein Valtteri wieder zurückkommt zu Mercedes. Wäre auch noch das ist ja auch so, das ist ja so eine Trennung gewesen, wo relativ schweren Herzens war von beiden Seiten. Also Bottas hat definitiv nicht weggehen von Mercedes und auch ein Toto Wolff war extrem zufrieden mit dem Bottas. Also sicher eine Beziehung, wo auch wieder Sinn machen würde, um es wieder aufzugreifen. Ich frage mich dann einfach auch wieder, also ich fände jetzt zum Beispiel eine Russell-Albon-Kombination auch eine coole Sache bei Mercedes. Aber Mercedes auch wieder. Also alle Teams, die eigentlich jetzt Fahrer suchen, sind in einer super Position. Die Frage ist nur, wer schnappt sich der Erste? Und dann geht es dann richtig los, oder dann müssen Entscheidungen fallen. Für mich, Albon so sauber, sehe ich eigentlich aus einem Grund nicht. Ich finde, wenn du das so vergleichst, Williams oder Sauber, klar kommt mal Audi rein und macht etwas aus dem Team. Aber der James Vowles macht einen super Job und er glaubt an das Stroll. Das Stroll, what the fuck? Ich habe gerade gedacht so, Alter, du weißt schon, Albon. Er glaubt an den Albon. Alter! Er glaubt an das Stroll. Das passiert? Vor allem, wie du da betont hast. Er glaubt An das Stroll. Oh shit! Oh mein Gott, sorry. Das war fast eine Beleidigung. Es tut mir leid, Albon. Nein, er glaubt an den Albon und er will das Team aufbauen. Willst du wirklich so sauber gehen? Ein Team, das eigentlich momentan schlechter performt, wenn man es mal so auf dem Blatt anschaut. Oder? Und Sauber hat eigentlich mehr Utensilien. Die haben bessere Fabriken, sie haben einen eigenen Windtunnel und. Williams schafft eigentlich mit weniger mehr. Und der einzige Grund, wieso dass sie nicht grosse Punkte haben besitzen, ist, ja, Haas ist gut dabei und V-Carb ist gut dabei. Und die füllen einfach die letzten paar Plätze immer aus. Oder? Aber sie sind immer näher an den Punkt. Und das kannst du jetzt von Sauber nicht
behaupten. Sie haben nicht viele Rennen gehabt das Jahr, wo man können sagen, ja, da haben sie jetzt fast Punkte geholt. Also ich weiß nicht, ich als Albon würde jetzt nicht weggehen. Es gibt sicher andere Baustellen bei Williams, namentlich Logan Sargent, wo man unbedingt daran arbeiten muss, respektive, ja, was macht man mit dem? Raus, ja. Du hast ja auch noch irgendetwas gesagt, was ich spannend finde, wegen Vertrag, irgendeinen speziellen Vertrag beim Sargent. Das habe ich aber noch nie gehört bis jetzt. Genau, also scheint es so, aber das ist auch wieder mehr so ein bisschen aus Gerücht und der James ist auch darauf angesprochen worden und er hat es nicht verneint, er hat es aber auch nicht bejaht. Also darum ist es so ein bisschen, wird wahrscheinlich schon etwas dran sein, weißt du, in dem Sinn. Also scheint es so, der Logan Sargent hat einen Vertrag von Grand Prix zu Grand Prix. Also heisst, jedes Rennen ist performanceabhängig, wie er seine Performance abliefert und dementsprechend halt im nächsten Rennen fahren oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich stimmt, weil sind wir ehrlich, der Logan ist einfach auch wieder dieses Jahr, ist er halt einfach, ja. Ich meine... Mehr als am Unterperformen, es tut mir leid. Ja, ich meine... Also, auch wenn es seine zweite Saison erst ist, es ist seine zweite Saison. Ja, und ich meine, wir haben gesamthaft 21 Fahrer in dieser Saison gehabt, die gefahren sind bis jetzt, also mit dem Oliver Burman. Und er ist auf Platz 21. Wieder mal. Ja, und darum kann ich mir gut vorstellen, dass halt einfach auch der James sagt, so, ja, look, irgendwie, es macht nicht so viel Sinn, weil es geht halt einfach mehr Geld rein. Gut, man muss natürlich auch sagen, Australien zum Beispiel, ist es Australien gewesen, wo es ein Chassis gegeben hat, ja, ein Auto gegeben hat, ich glaube es Australien. Das muss man halt auch sagen, ja, ist natürlich halt ein bisschen unfair, ist natürlich mega bitter für ihn, definitiv, aber er hat sich ja selber in die Position gebracht, dass das die bessere Lösung ist. Genau, also, wenn er gut performt hätte, wäre es ja gar nicht so weit gekommen. Genau. Und ja, darum, ich meine, jetzt in Japan ist ja auch noch ins Gemüse rausgefahren dort. China ist ja zwar nicht aufgefallen, habe ich gemeint, ich bin mir gar nicht sicher. Das ist halt das, wenn er mal ein gutes Rennen hat, fällt er gar nicht auf. Ja, also ich muss wirklich sagen, es ist mir nicht aufgefallen in China. Also ich wüsste nicht bei was. Ja. Aber darum, ich kann mir gut vorstellen, dass er im Verlauf dieser Saison ersetzt wird. Und ja, der wird wahrscheinlich irgendwie ein Kimi Antonelli aufkommen. Wenn er nicht im Verlauf dieser Saison, frühestens nächstes Jahr, wird er nicht mehr fahren. Also 25 fährt er nicht mehr in der Formel 1. Also ganz ehrlich, auch wenn Williams nicht dafür bekannt ist, wenn er wirklich so einen Vertrag von Rennen zu Rennen hat, dann fliegt er das auch noch. Ja. Und das dann nicht irgendwie Mitte Saison, sondern wirklich so in den nächsten 3-4 Rennen. Ähnlich wie es bei einem Dings passiert ist. Der Vries. Dass man einfach sagt, nein, es tut mir leid, aber es hat keinen Wert. Es gibt so viele andere gute Fahrer, die momentan nicht in der Formel 1 sind, die es sein sollten. Und ein Sargent macht keinen Sinn. Ja. Also macht noch weniger Sinn als ein Stroll, bin ich ganz ehrlich. Da hättest du noch lieber den Stroll zurück bei Williams als ein Sargent. Voll. Ja. Also es ist hart, nicht hart, weil man vergleicht da jemanden mit einem Stroll, der wirklich bodenlos ist teilweise. Ja. Aber es ist einfach so, ja, es ist wirklich definitiv so. Ja. Aber ist traurig, aber wahr. Ja, genau. Aber ja, wir werden das sehen, schlussendlich, wie sich das noch dort weiterentwickelt. Aber eben für den Logan sehe ich jetzt wirklich auch nicht so. Ja, der soll es einen Latifi wiederholen. Der hat auch Freude und der hat mir auch wieder Freude, dass der Go-Tifi wieder zurückkommt. Und ja, ich denke, also, seine Zeit wird demnächst auch beendet sein in der Formel 1. Aber wem seine Zeit definitiv noch nicht vorbei ist mal Alonso seine. Der Kype hat nochmal einen Vertrag bekommen für 3 Jahre, glaube ich. Oder 2 Jahre, 3 Jahre, irgendwie so etwas. Also ich weiß gar nicht. Er wird in seinem letzten Jahr 45 sein. So viel, das weiß ich jetzt gerade noch. Und somit wird er älter sein als der Graham Hill, glaube ich. Der Graham. Und da musst du hure weit zurückgehen. Da reden wir von den 1960er umeinander, wo der noch gefahren ist. Dass jemand, der so alt ist, noch Formel 1 fährt. Also ein riesen Respekt. Aber ich bin überzeugt, er wird auch dann noch seine Performance eigentlich abliefern. Ja, mega. Ich meine, schau mal China, wie er gefahren ist. Wie er einfach, das sicher ist ein Gott. Ja, das ist aber... Es gibt geniale Zusammenschnitte, die ich in den letzten paar Tagen gesehen habe. Vom Sainz, glaube ich, oder vom Leclerc, der auch dort ins Käse raus ist und sich sofort weggedreht hat.
und der Alonso, der den Cape einfach hat. Und dennoch, wohlgesagt, hinter einem anderen Auto. Also er hat Dirty Air, kommt ins Käse raus, das Auto kehrt sich und er reagiert es so abnormal gut, dass er mit einer Lenkradbewegung das Auto wieder gerade bringt. Absolut krank. Ja. Absolut krank. Ja, also der Alonso ist einfach wirklich... Eben, man kann von ihm halten, was man will. Eben, er ist einfach ein verdammtes Schlitzohr. Er ist einfach... er hat halt seine Art. Er ist halt teilweise einfach ein verdammter Egoist und auch einfach, er sagt auch, was er denkt. Aber er ist einfach gleich, es ist einfach ein geiler Sieg und auch wirklich zu Recht in der Formel 1, weil er mag den Jungen immer noch gut einheizen. Ich meine, eben 23 ist er wirklich echt stark dabei gewesen, Anfangs 23, wo Essen halt wirklich gut performt hat. Und ich meine, auch jetzt, gut, man muss zwar auch, ich weiß nicht, man muss halt manchmal das auch einfach auch noch im Hinterkopf behalten, sein Teammate ist halt einfach ein Lance Stroll. Also heisst nicht wirklich ein Konkurrent. Wie würde es jetzt aussehen, wenn jetzt ein Yuki drin wäre? Oder weißt du, wie würde es jetzt aussehen, wenn ein anderer Fahrer drin ist, der doch ein Talent hat und doch besser performt? Weißt du, klar, es ist ein Alonso und klar, er performt gut. Ich meine, sonst würde er ja nicht ohne Grund so weit vorne mitfahren und kann gegen Ferrari aufnehmen und so. Also er ist wirklich stark. Aber gleich denke ich mir halt einfach so zum Beispiel, er hat so wie keine Konkurrenzteam intern. Also weißt du, echt, intern nicht, ja. Darum wird er auch so hoch angepreist, blöd gesagt. Weißt, es wird auf seiner Garagenseite wird sicher noch gleich aussehen, weil er ist ganz klar der beste Rookie, den wir jemals gesehen haben. Aber wenn jemand anders ins Auto reinsteckst als das Stroll, dann wird er Konkurrenz haben. Ja. Also gerade ein Yuki, oder ich sage jetzt, ein Yuki ist in meinen Augen eine von der besten Möglichkeiten. Nur schon wegen der ganzen Honda-Affiliation. Das macht einfach Sinn, dass ein Yuki Tsunoda würde zu Aston Martin gehen. Plus, es ist auch ich finde, eine Fahrerkombination, die rein von der Chemie her super funktionieren kann. Alonso hat schon ein paar Mal gesagt, dass er super Fan ist vom Yuki. Und der Yuki, absolut dasselbe. Also er liebt Fernando Alonso. Es wäre eine super Kombination. Der Master, der im jungen Lehrling teachen eigentlich. Und das fände ich, wäre der beste, oder das Beste, was im Yuki passieren könnte. Und für Daddy Stroll, für Lawrence, ist halt wirklich auch langsam ein bisschen die Frage, hey, was mache ich mit meinem Sohn? Weil auch jetzt, dieses Jahr wieder, Stroll hat 9 Punkte bis jetzt, Fernando Alonso hat 31. Ja, noch 5 Rennen. Das ist krass, und wir reden wieder über das Gleiche wie letztes Jahr und vorletztes Jahr und vorvorletztes Jahr. Performance reicht einfach nicht. Und klar willst du, dass dein Sohn alles erreichen kann, aber bring doch deinen Sohn dazu, den Traum einfach aufgeben. Es ist hart. Er soll Tennis spielen. Aber er soll Tennis spielen, er soll NHL spielen, er soll irgendetwas kommentieren, er soll von mir aus irgendwie Trainer werden, ich weiß doch auch nicht was. Er soll Manager werden oder er soll sonst teamintern etwas machen. Geschäftsmann wie der Vater, fertig. Ja, irgendetwas. Weil, ich habe den Stroll, ganz ehrlich, als Person, muss ich sagen, ich finde ihn sympathisch. Er ist auch kein dummer Cape, der kann etwas aus sich machen noch. Aber seine Zeit ist einfach vorbei. Punkt. Ja, jetzt nichts diskutieren. Das ist so. By the way, ich bin schauen, der Alonso ist jetzt 42, also er hat wirklich einen 3-Jahres-Vertrag bekommen. 3-Jahres-Vertrag. In dem Sinn, ja. Das ist krass. Ist geil. Also das ist geil. Ja. Es ist sehr geil. Und eben, also... Und dann, warte mal, nein, er hat 2-Jahres-Vertrag bekommen, weil jetzt am 29. Juli wird er 43. Ah, okay, dann wird er noch 45 in seinem ja, ich sage jetzt mal noch nicht letztes Jahr. Was ich vor allem geil finde, ist, dass anscheinend jetzt schon darüber geredet wird, dass er wahrscheinlich so als Special Advisor, so à la Niki Lauda, noch wird für Aston Martin da sein. Und das wäre ein super Karrieremove für ihn. Das wäre genial, wenn sie dann noch ein bisschen weiter behalten und von ihm profitieren. Weil was der muss können für Inputs bringen, das sehe ich, der fährt seit 2001 Formel 1. Ja. Seit 2001. Da sind wir, also bin ich gerade mal 2 gewesen, du was? 4? 5? Ich war 6 gewesen. 6? Heiland, zack. Oder 6 geworden. Ja, stell mich alt her, ist gut, danke. Gell? Das war nicht das Ziel gewesen. Aber einfach, das mal verinnerlichen. Wir sind knapp affig in die Schule gegangen und in den Kindergarten gegangen, wo der sich schon bereits Formel 1 gefahren ist. Und er ist jetzt noch da.
Ja, es ist wirklich insane. Eigentlich. Also eben, mit dem seine Entwicklung. Ich meine, er ist einfach 2 Jahre oder so schon nicht mehr gefahren und ist schon wieder gekommen. Und ja, eigentlich muss man sagen, es ist schade, dass er noch 2 WM-Titel geholt hat. Bis jetzt. Er hat viel mehr verdient. Ja, aber Also, er ist ja 2-mal kurz davor gewesen, nochmal einen zu holen. Und es ist einfach immer im letzten Rennen entschieden worden. Also er hat auch 2-mal richtig Herzpech gehabt. Aber ja, wenn er so etwas machen kann, eben nachher bei Aston, dass er eigentlich so eine Rolle hat wie der Niki Lauda dazu mal, ja, wieso nicht? Ich würde ihn auch noch gerne als Teamchef in einem Rennstall sehen. Das wäre richtig geil. Das würde ich auch noch fühlen. Stell dir das vor. Da würde er richtig abgehen. Das wäre so Flavio Briatore-Style, habe ich das Gefühl. Oder? So richtig mit Drama und ja, alles. eben genau, wegen dem meine ich. Oder als FIA-Boss, wie er es auch schon mal gesagt hat. Boah, wenn wir das hätten, dann würde sich Penalties. Formel 1 wieder in eine... Maximum Penalties. Wenn wir das hätten, dann würde sich Formel 1 wieder in eine gute Richtung entwickeln. Ja, das wäre eine lustig. Ist halt wirklich so. Da wäre einfach so, ja, nein, komm, das ist schon gut. Einer einfach so voll abträgt. Nein, komm, ist schon gut. Racing Incident. Ist Racing Incident. Wäre schon geil. Würde ich echt I don't fühlen. consider Formula One as a sport anymore. Ja. Nein, also bei ihm ist ganz klar, also hat er einfach die richtigen Leute in seinem Team gehabt, die richtigen Designer gehabt, wo ihm gute Autos geliefert hätten, nicht Autos, die gleichzeitig understeered und oversteered, dann ja, hat er definitiv mehr Titel gewonnen. Man munkelt jetzt ja auch, vielleicht hat er ja noch Glück jetzt gegen Ende. Ich schneide es jetzt schon mal an. Ja, ich kann gerade drüber, ja. Monsieur Nui geht definitiv weg von Red Bull. Und Ist das es definitiv? Ist es definitiv, wirklich? Es ist definitiv. Weil von Red Bull Es ist noch kein Statement gekommen. Weißt du, darum frage ich. Ja. Es ist einfach immer die Medien, die einfach gesagt haben, es ist wirklich so. Aber ich finde das halt schwierig, zum wirklich Ich glauben. weiss nicht mehr, wo ich es gesehen habe. Es ist irgendein Source, der bis jetzt immer gestimmt hat, wenn sie so etwas gesagt haben. Ist es nicht sogar auf der Formel 1-Seite gestanden? Ich weiß es nicht. Also, Ich kann schnell schauen. Fakt ist einfach, einer der grössten Genies verlässt eigentlich einen Rennstall und jeder reisst sich um ihn. Also, wenn es wirklich so ist. Und die in der Pole Position sind, um ihn zu bekommen, ist Aston, wie du gerade vorher schon gesagt hast, Ferrari und Mercedes. Das sind die drei, die ja wirklich eigentlich so sag ich mal, in der Pole Position sind. Allerdings liest man eigentlich tendenziell mehr, dass er zu Ferrari soll anscheinend gehen. Und er ist ja auch anscheinend von einer Woche, 2 ist er ja, das hatte ich dir sogar glaube ich geschickt gehabt, ist er ja 40 Kilometer von Maranello weg, ist er am Flughafen gewesen. Yes. Und er ist ja dann nachher noch darauf angesprochen worden und hat es einfach geheißen, er hätte Interviewtermine gehabt. Oh, aber es haben nie die Interviewtermine, die er hatte, sie haben nie auftaucht bis jetzt. Darum fragt man sich ja, wo sind die gewesen? Und ja, man muss ja nicht blöd sein, dass man 1 plus 1 zusammenzählen und dass man ja irgendwie eine Verbindung herausfinden kann dort. Aber hey, stell dir vor, der Fred, Mann, Alter, was das für ein Mastermind-Move war. Man einfach Newey holen, Hamilton holen, Leclerc am Start haben noch für weitere Jahre. Also, der hat etwas mit Ferrari gemacht, was seit Jean Todt niemand mehr gemacht hat. Also, das ist wirklich so, Next das Level. ist Leadership. Aber Das anders ist Leadership, ja. Aber definitiv. komplett. Alle labern die ganze Zeit vom Fernando Alonso Masterplan. Hey, der fucking Freddy Vasseur hat einen Masterplan gehabt. Und zwar von vorne weg. Also absolut unglaublich, was der hier auf die Beine stellt. Und ich bin überzeugt, dass wenn Newey geht, dass er zu Ferrari geht. Weil, sind wir ehrlich, er ist nicht mehr der Jüngste. Aber was er sicherlich will, ist noch ein weiteres Team können, zum Formel 1 Erfolg, zum einem Championship-Sieg hinbringen. Und die beste Chance hat er definitiv mit Ferrari. Weil sie sind ganz klar die zweitbesten momentan. Sie haben in meinen Augen, Fred Vasseur kommt langsam aber sicher zu einem der besten Teamchefs in meinen Augen. Ist jetzt schon in meinen Augen auf dem Level von einem Toto Wolff oder auch einem Christian Horner. Und von dort her, er hat nachher auch noch einen Hamilton und einen Leclerc im Team. Das sind die besten Voraussetzungen, dass er noch ein Team kann holen kann. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das letzte bisschen, das Ferrari noch braucht.
so ein Genius, der einfach ganz klar auch die Richtung vom Auto kann lenken in die Richtung, die es sollte. Und nur schon der Gedanke von der Kombination Hamilton und Adrian Newey. Da haben wir ich weiss nicht, vor Urzeiten haben wir mal darüber geredet und gedacht, das wird nie passieren und das ist jetzt einfach eine Möglichkeit, dass es sein könnte. Man munkelt auch, und das fände ich mega, mega schade, er hat sich letztes Jahr eine riesige Yacht bauen, wo er anscheinend ein bisschen um die Welt reisen damit. Vielleicht lässt er es auch ganz sein. Und das fände ich super schade, weil ich denke, er hat wirklich mit Ferrari noch eine Möglichkeit, aber auch, muss man auch gesagt haben, auch mit Aston Martin, mit ihrer riesigen neuen Facility, hat er eine Möglichkeit, noch einmal ein Team zum Championship-Erfolg zu bringen. Und ich finde, egal wo er hingeht, es wird eine gute Entscheidung sein für ihn. Voll. Also ich muss auch sagen, wenn er retire in dem Sinn, wäre es wirklich schade, weil eben, ich finde halt auch, eben, er ist ein Genie, er ist einfach so talentiert und er versteht einfach sein Handwerk. Ich meine, das hat er bei Red Bull immer bewiesen. Ich meine, das war auch das, was ja Red Bull auch in der Zeit, wo sie nicht um die Championship gross haben können fighten, sie aber trotzdem ausgemacht hat, nämlich das Chassis, das sie immer hatten. In Monaco sind sie immer stark gewesen, zum Beispiel, oder auch sonst einfach auf Strecken mit schnellen Kurven oder auch allgemein auf Strecken, wo sie halt einfach schnelle Kurven, langsame Kurven hatten. Jetzt sind sie immer gut gewesen. Also Aero war immer top bei Red Bull. Das ist einfach so. Es war einfach immer der Motor gewesen, der lange einfach Probleme gemacht hat, also der Renault-Motor. Und ich würde es wirklich schade finden, ich würde es aber richtig geil finden, wenn er zu Ferrari kommen und einfach so, eben so Fred Vasseur, der Adrian Newey, Hamilton, Leclerc, so das Viererpack, das ist einfach krass, das ist dann einfach etwas, also wirklich Top-Management und Top-Fahrer zusammen. Ein Leclerc ist gut. Ein Leclerc performt einfach manchmal nicht gut, wenn es um die Wurst geht oder wenn er muss liefern muss. Dann verkackt es halt immer. Aber du hast dann einen Hamilton, wo, wenn es um etwas geht, wenn er muss, liefert er brutal ab. Ich meine, wir haben es in China gesehen, es hat Pissen gehabt. Potenzial war immer, dass er mit dem scheiß Auto auch vorkommt und er hat geliefert gehabt. Und das ist halt einfach krass dann. Und sorry, dann holt er seinen 9. Titel hier noch und dann wäre das richtig geil auch für den Hamilton. Entschuldigung, meinen Sie 8. Titel? Ich will da niemand mehr auf die Schuhe stehen. Aber in jedem Podcast mache ich eine Anspielung auf das. Es ist jedes so schlimm. Das ist gar nicht mehr lustig. Aber es ist. Ich würde es ihm wirklich gönnen auch. Und es wäre hure krass. Ich wünsche mir es so sehr. Es wäre einfach so nochmal das Next Level Drama, das passieren würde. Und man muss einfach sagen, der Auslöser ist einfach nur das, was der Christian Horner ausgelöst hat. Und dann ist natürlich... Es ist ja anscheinend wegen Power Struggles. Es ist ja anscheinend, weil sie in den Führungsrängen bei Red Bull einfach mittlerweile wirklich knirscht und knackst, dass er anscheinend geht. Genau, und am Anfang von dieser Episode habe ich ja schon gesagt, wenn er geht, hat Red Bull ein riesen Problem. Weil dann haben sie die Aerodynamik nicht mehr. Dann haben sie ja den, der beim Adrian Newey noch geholfen hat von Red Bull, der ist ja zu Essen übergegangen. Den haben sie dann auch nicht mehr. Also, wie heißt der Andrew Green oder so? Ja, aber der hat ja viel von ihm gelernt, der ist auch weg. Und dann nachher der Adrian Newey, den haben sie plötzlich einfach niemand mehr, da müssen sie irgendwie wie einen reinholen irgendwoher. Und Red Bull hat mega Mühe momentan anscheinend. Die sind im Verzug oder nicht im Zeitplan mit ihrem Powertrain für 26, wo sie ja komplett selber entwickeln. Das sind sie jetzt hinten nachher anscheinend. Und also für Red Bull sieht es momentan also für 26 alles andere als gut aus. Und dann stellt sich dann halt auch wieder die Frage, was macht denn Verstappen? Ist es für ihn noch interessant? Weil, wenn man so die ganzen Gerüchte und so immer liest, der Toto macht immer ein bisschen Anspielungen. So, ja, eben der Verstappen und so, Mercedes und so, eben, es ist alles möglich und so. Man muss halt schon einfach sagen, ja, es ist schon möglich. Es könnte schon sein, dass einfach ein Verstappen sagt, so, ja, hey, okay, klar, Red Bull hat viel für mich gemacht und alles drum und dran, aber irgendwie, vielleicht möchte ich auch mal frischen Wind, ich möchte mal ein anderes Team sehen. Meine Mercedes, der Toto ist sehr zuversichtlich für 26 wegen der Motoren, hat er gesagt, sie seien da gut dran. Ja, das kann für den Verstappen schon auch interessant sein. Er hat gesagt, 25 werden sie noch nicht stark sein oder werden sie gut sein, Mercedes. Sie haben auch gesagt, das wird für sie mehr ein Übergangsjahr sein, weil das hat er jetzt schon gesagt. Aber 26 hat er gemeint, sind sie wieder dran. Und das kann natürlich schon auch, wenn du dich gut verkaufen für einen Verstappen, sehr interessant sein und könnte auch dort überwechseln. Oder auch natürlich Carlos Sainz.
für ihn kann es natürlich dann auch interessant sein. Ja, ist so. Ich meine, beim Verstappen ist sowieso so ein bisschen die Frage, hey, ja, er nervt sich momentan so ein bisschen mehr über die Formel 1, als dass es eigentlich sein sollte, oder? Du hörst meistens so ein bisschen negativ behaftete Kommentare, wie er so die Entwicklung von Formel 1 findet und so. Und es ist auch nicht abwägig, dass man sagt, okay, gut, jetzt geht ein Adrian Newey, jetzt fährt er noch 2-3 Jahre, solange Red Bull noch da oben ist, und jetzt stellst du dir vor, ein Helmut Marko geht vielleicht auch noch weg, weil er vielleicht retired oder so und sagt, weißt du, ich genieße jetzt den Rest noch. Und dann nachher ist die Frage wirklich, was macht ein Verstappen? Wer hat dann nicht mehr so viel, wo ihn am Team wirklich hat, außer natürlich, also das Team hängt natürlich schon ihm, die ganzen Mechaniker, die lieben ihn und sie behandeln ihn wie ein Gott, aber willst du nicht auch doch noch versuchen, Le Mans zu gewinnen? Willst du nicht auch doch noch versuchen, die Indy 500 zu gewinnen, um den Triple Crown zu holen? So Sachen interessieren ihn halt schon auch, andere Racing Series. Er ist GT3. Sehr interessiert, auch mal GT3 zu fahren, genau. Also das ist nicht abwegig, dass er vielleicht sogar ganz von der Formel 1 weggeht. Und das lässt dann wirklich so ein bisschen ein Power-Vacuum. Oder? Dann hätten wir so ein bisschen die Frage, ja, wer wird jetzt der nächste Championship-Gewinner oder so. Und ich schließe es nicht aus, weil ein Abgang von einem Adrian Newey, also das ist auch für mich so ein bisschen das Ding. Also ich habe ja sehr gerne Red Bull, da mache ich ja keine grosse Geschichte draus. Ah ja! Es ist schon so, dass es das Team ist, das ich gerne unterstütze. Aber jetzt, wenn ein Adrian Newey weggeht, ein Adrian Newey ist für mich ein grosser Grund, wieso dass ich das Team überhaupt unterstütze. Weil es einfach geil ist, was der leistet. Oder? Eine von meinen Lieblingsgeschichten von ihm, irgendwie 1900, weiss ich auch nicht, 80, 90 umeinander, wo Leighton House noch gefahren ist. Das ist so ein Team, die hatten wunderschöne, so knallblaue Autos gehabt. Die haben ihn als Designer gehabt. Ich glaube, das war eines seiner ersten Jahre. Und das Auto hat überhaupt nicht performt. Er hat aber eigentlich noch nicht viel Einfluss gehabt zum Auto, aber weil er halt schon Chief Designer war, haben sie ihn relativ schnell mal gespickt, so nach einem halben Jahr. So, hey, das bringt nichts, was du machst. Und ein Rennen später, in Manicourt, haben sie dann ein Upgrade, das er selber designt hat, endlich mal aufs Auto drauf geklopft. Er war aber schon nicht bei Leighton House gewesen. Und das Team, das zuhinterst hinten rumgegurkt ist auf einmal um das Podium gefahren. Und krass, das ist für mich so ein bisschen der Beweis, der ist schon von Anfang her, seit seiner ersten Saison, einfach ein absoluter Genius gewesen. Und seither war er nur noch bei Gewinnerteams gewesen. Er war bei Williams gewesen. Ist er bei McLaren gewesen? McLaren war er gewesen, Benetton war er gewesen. Benetton. Und dann nachher eben Red Bull nachher. Eben, alles, was ihm jetzt noch fehlt, ist Ferrari. Ich finde, das wäre der krönende Abschluss, noch zu Ferrari gehen und die auch noch zu einem Championship bringen. Weil alle Autos, die er designt hat, also nicht alle, aber alle Teams, für die er Autos designt hat, ausser Leighton House, haben alle Championships gewonnen. Mm. Und das spricht einfach für sich. Das hat kein anderer Formel 1-Designer jemals geschafft. Das ist so. Ja, es ist krank. Es ist wirklich krank. Also eben, der ist wirklich, in dieser Hinsicht, oder das, was er macht, ist er einfach mega talentiert. Das ist einfach so. Und eben noch wegen Verstappen, das ist halt einfach so, Verstappen ist momentan ein bisschen so, ja, man weiss nicht, in welche Richtung das es geht. Und Fakt ist halt schon, eben wenn ein Newey geht, wenn vor allem ein Helmut Marko, ja, das ist nicht hart, aber wenn er wird jetzt sterben, weil er hat einfach erst irgendwie 83 ist oder so. Ja, ja. Er ist halt wirklich schon alt. Kann passieren. Ein Christian, er verliebt nicht wegen einem Christian Horner. Sowieso nicht. Und darum, ja, eben wie du gesagt hast, ist es gut möglich, dass er vielleicht einfach eine komplett andere Rennserie wechselt. Weil der Verstappen hat einfach immer gesagt, er wird einfach ein Championship in der Formel 1 gewinnen. Das ist einfach sein Ziel. Das hat er ja jetzt schon geschafft. Und er wird ja nicht einen Rekord jagen und brechen und alles. Und das ist ja gar nicht seine Intention oder sozusagen. Vielleicht ist es das jetzt ja. Es kann ja sein, dass sich das mit der Zeit aneignet. Aber also, er macht nicht den Eindruck. Nein, überhaupt nicht. Er macht einfach so sein Ding. So wirkt es halt einfach immer. Und darum, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht einfach heisst, ich gehe jetzt in eine andere Rennserie rein. Mal schauen. By the way, der Mick Schumacher hat ja anscheinend auch ein Angebot bekommen für Indy. Ja, das wäre super. Zum zu fahren. Weil der WEC Series fährt er ja eigentlich wirklich recht stark. Oder in Imola. Ja, er ist auch super talentiert. Also, das ist kein Imola hat er das Team recht carried, dass er wieder aufholen dort. Also die haben es recht vergamen können. Und er hat ein mega geiles Stint hergesetzt anscheinend. Geil. Ja,
Du, mal schauen, wie sich das der Fahrermarkt ist einfach momentan so komplex und es kann einfach wirklich alles passieren. Eben, und einen haben wir noch schon ein bisschen angesprochen mehrfach, aber den müssen wir jetzt halt einfach nochmal ansprechen, zwar der Carlos Sainz. Yes. Weil er ist wirklich, glaube ich, der am meisten Einfluss hat auf die weiteren Transfer, die es könnte geben in der Formel 1 oder die weiteren Fahrerwechsel. Er oder der Verstappen, einer von diesen zwei. Und für Verstappen ist einfach so nicht klar, ob überhaupt etwas passiert, ob Sainz weiss, er muss eine Entscheidung treffen. Genau. Und ich sage es einfach gerade straight voraus, was ich glaube, wo er hergeht. Ich sage, er geht zu Mercedes. Sehe ich. Weil ist für mich auch, ich sage es noch nicht most likely, ich kann es noch nicht definieren, aber ja, sehr, sehr, sehr likely. Weil ich finde einfach, Mercedes hätte am meisten oder ist am interessantesten für ihn, wenn es Red Bull nicht ist, sage ich jetzt einmal. Aber ich denke auch für die Zukunft ist Mercedes spannender für ihn als jetzt ein Red Bull. Ein Red Bull-Team eben halt jetzt vor allem mit den neuen Geschichten und so alles da, wo gekommen ist, denke ich, ist ein Mercedes-Team schon interessanter für ihn. Und sauber eben schrägstrich Audi, wo kommt, sehe ich genau gleich wie du, wo du schon gesagt hast vorher. Er wird sicher mal für Audi fahren, halt einfach wegen der Beziehung zu Audi, die er hat, beziehungsweise sein Vater auch hat. Aber ich glaube nicht, dass das auch 25 wird sein, sprich nachher 26. Ich glaube eher später mal einig. Darum Mercedes, denke ich, ist für ihn die richtige Anlaufstelle und ich denke, dort wird er auch herwechseln. Das wäre ein geiler Move. Es wäre ein geiler Move. Ich finde so ein bisschen die Gesamtsituation, die wir mit ihm haben, grundlegend eigentlich traurig. Weil in meinen Augen ist er ein Fahrer, der bei jedem Team zuvorderst auf der Liste steht. Und ich glaube, bei den meisten macht er das auch. Er hat sicher gute Auswahlmöglichkeiten. Aber du hörst ausser von Audi, von keinem Team, wir brauchen unbedingt den Sainz. Sonst hätten sie es ja schon lange, oder? Und die Frage ist jetzt wirklich so ein bisschen, was machst du? Also, ich glaube, das Beste, was hätte passieren können, was leider nicht der Fall ist, ist, dass der Oscar Piastri überhaupt nicht performt und er geht zurück zu McLaren. Das wäre das Beste, was passieren könnte, aber es ist nicht der Fall. Der Piastri performt gut und es gibt keinen Grund, einen Piastri oder auch einen Lando Norris zu setzen. Also ein Piastri muss ich vielleicht noch ganz kurz schnell einklinken. Er performt gut, ja, aber nicht so gut momentan, denkt es mir, wie, oder jetzt die Anfangssaison ist nicht so gut gewesen, hat es mir jetzt gedacht, wie Rookie-mäßig, wo er gefahren ist. Ja. Und auch, wie soll ich sagen, er ist ja wirklich in die Formel 1 gekommen mit, ja, das ist ein Jahrhunderttalent und so, weißt. Das ist der neue Lewis Hamilton. Die ist momentan, ich sage nicht, es ist nicht dumm. Er fährt gut, definitiv. Und klar, man muss immer noch das so anschauen, er ist seine zweite Saison. Und er hat natürlich einen Norris, der natürlich halt auch ein Kaliber ist, das ist definitiv so. Aber man hat es gedacht, bis jetzt, so diese Saison hat er nicht so einen optimalen Start gehabt wie in der letzten Saison. Weil man hat es gedacht, letztes Jahr hätte er doch hier und da mal mehr einen Norris ein bisschen ärgern mit seiner Performance. Und jetzt ist der Norris doch schon am davonfahren, weißt du, so von der Performance her. Also ich meine, der Piastri hat jetzt 38 Punkte und der Norris hat 58 Punkte. 20 Punkte mehr. Ja, 20 Punkte sind viel in einem Auto, das nicht gewinnt. Ja, und weißt, er ist von der Zeit her ist er auch immer noch etwa so 3-4 Zettel hinter dem Norris. Also ist schon noch mehr geworden auch, als gegen Ende letztes Jahr. Gegen Ende letztes Jahr ist er immer entweder mal vielleicht vorne gewesen sogar oder dann irgendwie so ein Zettel, 2 Zettel hinter dran. Also jetzt ist er schon ein bisschen, ja. Ja, sicher. Und ich finde aber doch kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass man ihn ganz klar ersetzen müsste. Nein, also, überhaupt nicht. Er überhaupt nicht so schlecht, dass man unbedingt einen Sainz muss nein. Das ist halt meine Grundaussage. Aber ich stimme dazu, es ist natürlich schon, er hat jetzt nicht die Performance abgeliefert, die er in der Rookie-Season abgeliefert hat. Das ist ganz klar, ja. Ja, aber eben das ist halt... Sonst von Ferrari her eben wegzugehen, eben, ich denke, dann hast du halt eigentlich blöd gesagt nur Mercedes, wo eigentlich wirklich interessant ist. Jein. Weil ich schwappe eigentlich zwischen 2 Teams hin und her. Ich sage, für jetzt macht Mercedes sicher Sinn, weil es ist so ein bisschen das drittbeste Team, aber sie sind im Kampf um das drittbeste Team zu sein, zusammen mit
Aston Martin. Und ich persönlich fände jetzt die bessere Lösung, zu Aston Martin gehen, wenn der Stroll geht. Der hat aber einen Vertrag für nächstes Jahr. Der Stroll? Er hat einen Vertrag für nächstes Jahr. Ich habe gemeint, er hat nie einen offiziellen Vertrag. Ja, aber er ist schon gesetzt für nächstes Jahr. Fuck. Weil, also, das wäre eigentlich perfekt. Die letzten paar Jahre, wo er noch könnte, zusammen mit seinem absoluten Idol in einem Auto hocken, wieso nicht? Fernando Alonso und Carlos... hey, heute habe ich es gar nicht. Fernando Alonso und Carlos Sainz im gleichen Team. Stell dir das vor. Nicht nur das, ich finde auch Aston Martin, ich sage es immer wieder, das ist für mich das Team, wo, wenn sie alles richtig machen, in 2-3 Jahren könnte davon dominieren. Das könnte die neue Red Bull, Ferrari, Mercedes sein, die wirklich zuvorderst fahren, weil sie haben die Mittel dazu, sie haben die Facility dazu, sie haben die Advisors dazu, sie haben Designers dazu. Alles State of the Art, was sie haben. Und ich finde, für jeden Fahrer ist eigentlich das Aston Martin der interessanteste Move. Wenn du schaust von diesen Teams, die nicht jetzt schon zuvorderst mitfahren, finde ich, ist das einzige Team, das ganz klar vorne kann mitfahren zukünftig. Ja, und von dem her, also ich fände auch Aston Martin einen super Move, weil bei Mercedes habe ich nicht das Gefühl, dass er lang wird sein. Ich glaube, bei Mercedes wird er ein Lückenfüller sein. Und das ist so ein bisschen schade. Ist das der richtige Move für ihn, ein Lückenfüller zu sein? Auch wenn das Team gut ist. Das ist so ein bisschen für mich die Frage. Schwierig. Ja, wirklich schwierig. Also, ich sehe ihn nicht bei Aston, bin ich ganz ehrlich. Überhaupt nicht. Eben einerseits hat Stroll ist gesetzt, Fernando ja jetzt auch. Und nein, ich sehe ihn nicht bei Aston, überhaupt nicht. Eher ein Yuki dann. Aber eben, ich glaube es für ihn, also ich habe irgendwie das Gefühl, Mercedes wird es werden. Ich glaube, Mercedes wird es werden für ihn. Es macht fast am meisten Sinn. Voll. Für jetzt momentan, weil er hat es nicht verdient, in einem Backmarket-Team drin zu sein. Er hat es einfach nicht verdient, er muss vorne mitfahren. Ja. Es gibt keine Diskussion. Hey, er performt so gut. Ich meine, er wäre punktetechnisch safe vor dem Charles, aber weil er ja halt natürlich Saudi-Arabien nicht gefahren ist wegen der Blinddarmoperation, ist er jetzt hinter dem Charles, aber nur mit 7 Punkten, muss man an dieser Stelle sagen. Und ihm fehlt das Rennen. Und der Charles ist alles gefahren. Also von dem her, er ist momentan so gut am Performen. Und, ich meine, du kannst es so anschauen. Bahrain besser performt als der Leclerc. Arabien nicht dabei gewesen. Australien das Rennen gewonnen, wieder mal als einzige das Jahr. Japan besser gewesen als der Leclerc. Und China ist bis jetzt das erste Rennen, wo der Leclerc besser war in der Punktewertung. Also keine Diskussion, wer der bessere Fahrer ist. Also ich finde immer noch, also es zeigt sich immer wie mehr, Sainz rausschießen war fast ein bisschen die falsche Entscheidung gewesen. Auch wenn der Leclerc als das Jahrhunderttalent irgendwie immer noch ein bisschen angeschaut wird, auch wenn Leute noch an ihm hängen, auch wenn er das Ferrari-Projekt ist, Sainz, Hamilton wäre in meinen Augen bis jetzt ganz klar die bessere Kombination gewesen. Ich glaube es einfach beim Charles ist immer noch die Hand von Binotto über ihm. Die schützende Hand wahrscheinlich. Die schützende Hand Binottos. Ja. Der vom Weinbauer Binotto inzwischen. Ja, ja ich schwöre. Nein. Ja, es ist halt schon dort ein bisschen traurig. Beim Charles, ich weiss einfach nicht. Irgendwie tut er mir so leid, ich würde es ihm so gönnen, dass er mal ein Championship gewinnen würde. Weil einerseits er fährt schon gut und er hat halt auch kranke Qualifying Pace amis. Er sieht gut aus und alles. Also der hat so viel, was er mitbringt. Das letzte ist verdammt essentiell. Ich sage es einfach gerne immer wieder. Ja, der Schönling einfach. Ja, ist es so. Maschallah, der Hübsche. Ja, ich würde es. Gerade aber straight, ey. Aber rein in die Olga. Nein, also weißt du... Hey! Ich finde einfach... man hätte es vielleicht ein bisschen anders überlegen, ob man jetzt vielleicht gleich nicht einfach einen Charles hätte sollen. Ja, droppen wäre halt schon auch her gewesen. Die Entscheidung ist wie schnell passiert. Ich finde, sie hätten fast ein bisschen wie bei Sauber einfach können mal confirmen, Hamilton fährt 2025. Voll. Und dann schaust du, wer performt. Und dann kannst du halt deinen Fahrer wirklich sagen, ey, schau, der am Ende des Jahres mehr Punkte hat oder besser performt hat, der bleibt. Das wäre eigentlich fast die bessere Entscheidung gewesen, weil eben, ich bin überzeugt, auch am Ende des Jahres werden wir noch darüber reden, dass der Carlos Sainz die bessere Performance hatte. Ich glaube es auch, ja.
Ja, es wird hure spannend werden. Alles. Underrated. Ja. Underrated, Carlos Sainz. Genau. Definitiv. So, jetzt machen wir da den letzten unschönen Übergang, weil mir gerade kein besserer Übergang in den Sinn kommt. Aber ein paar von euch haben das vielleicht schon mitbekommen. Formel 1 diskutiert momentan über ein neues Punktesystem, das angeblich schon soll in Miami eingeführt werden, aber momentan ist noch nicht offiziell etwas bekannt gegeben worden. Darum gehe ich mal nicht davon aus, dass das wird der Fall sein wird. Also das wird jetzt noch anfangs nächste Woche bekannt geben. Ich glaube, sie warten aber noch aufs Okay von allen Teams. Es müssen alle Teams einverstanden sein. Das ist, glaube ich, das Problem. Ja, also grundsätzlich ist es so, dass Punkte verteilt werden bis P12. Also das heisst, dass zwei Positionen mehr noch Punkte können abstauben. Ich glaube, bis zu P6 oder 7 sind die Punktevergabe noch gleich und dann gibt es eine Änderung dort. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eine coole Idee, weil es gibt halt wirklich diesen Teams, die hinten nachfahren, Möglichkeit, dass sie in einem Chaosrennen oder schon irgendwo in gewissen Rennen, dass sie vielleicht gleich auch mal hier und da einen Punkt könnten abstauben. Ich finde es nicht einmal so eine schlechte Idee. Und darum würde ich es eigentlich noch begrüßen, die Änderung, muss ich ehrlich sagen. Würde ich es echt begrüßen, wenn das so würde kommen. Aber muss es mitten in der Saison sein? I don't know. Ich hätte es jetzt geil gefunden, hätte man das irgendwie gerade Anfang der Saison gemacht oder halt einfach auf nächstes Jahr. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass man jetzt mit dem Mitte Saison kommt, mit so einem Vorschlag und dann nachher da noch etwas gross ändern. Das finde ich so ein bisschen, naja. So ein bisschen schwammig wie immer, oder? Also, ja. Ich denke, über die Idee vom Punktesystem bis zum 12. Platz aber Punkte geben. Ich meine, es gibt nur so ein bisschen, ich sage denen jetzt mal F1-Puristen, wo einfach unbedingt das nicht geändert haben. Weil ich meine, ein Kollege von mir hat letztens das eigentlich super gesagt, Grüß gehen raus an Fabian, es gibt nicht viele Gründe dagegen. Ich meine, der einzige Grund ist, wo man oft sagt, ja, wenn jetzt bei 12 schon einen Punkt bekommst, ist es nicht mehr so speziell, mal einen Punkt zu bekommen, weil du bekommst eher noch einen über. Aber da muss ich auch sagen, für mich, ich bin so ein bisschen im Clinch. Ich denke, in der momentanen Landschaft, wie es ist, macht es mehr Sinn, das Punktesystem anzupassen. Weil wir haben ganz klare Teams, die immer die Top mindestens 8, wenn nicht sogar Top 10 belegen. Und es ist einfach schwierig für die anderen Teams, die eigentlich nicht so weit weg sind von der Pace, auch mal ein bisschen Punkte zu holen. Und ich meine, 5 Rennen in und wir haben immer noch, wie viele Fahrer sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fahrer, die keine Punkte geholt haben. Und einer, der nur einen hat. Oder? Und das ist so ein bisschen, ist eigentlich auch schade. Das dürfte eigentlich auch nicht passieren. Ich frage mich nur, wie macht das vielleicht in 2-3 Jahren wieder Sinn? Weil es kann natürlich gut sein, dass das Feld auf einmal wieder ganz anders ist. Vielleicht hast du im 26 mit so vielen verschiedenen Motoren, die in der einen Strecke, in der einen Hitzebedingungen gut rausstechen. Und dann hast du doch wieder jedes Rennen andere Teams in den Punkten. Das wäre eigentlich das Optimale für Formel 1. Und dann macht das Punktesystem wieder keinen Sinn. Andererseits muss ich auch sagen, wenn ich es zum Beispiel vergleiche mit dem IndyCar-Punktesystem, dort verdienst du vom 1. bis zum 20. Platz aber Punkte. Sehe ich eigentlich auch nicht unbedingt sehr schlecht. Klar, es ist mal etwas ganz Neues für die Formel 1, aber dann ist wirklich 20. Platz, 1 Punkt etc. Und für mich auch ein bisschen das grössere Problem am momentanen Punktesystem ist eher der Unterschied zwischen Platz 1, 2 und 3. Was sind es? 7 Punkte, 8 Punkte? Was ist es? 18 und 25, gell? Also der erste bekommt 25 und der zweite bekommt 18. Ja. Das stresst mich momentan ein bisschen mehr. Klar, ein Sieg ist etwas Spezielles und das soll belohnt werden. Ich finde aber so der Prestige von einem Win und der Fakt, dass du in die Geschichtsbücher reingehst, dass du den Grand Prix gewonnen hast, ist auch schon sehr viel wert. Wieso nicht auch dort oben schon ein bisschen kämpfen damit und sagen, gut, der erste bekommt vielleicht, keine Ahnung, 22 Punkte, der zweite 20 oder 18, spielt keine Rolle. Einfach ein bisschen weniger Punkteunterschied, weil jetzt hast du 4 Rennen nacheinander, wo ein Max Verstappen gewinnt. Und ein Sergio Perez kann jedes Rennen Zweite werden. Wenn der Max Verstappen ein Rennen nicht fährt, ist er immer noch vorne potenziell, je nach Performance von Perez.
Und das ist einfach schade, irgendwo durch. Weil immer P2 holen ist auch schon eine starke Leistung. Und wenn du mal ein Rennen nicht fertig fahren oder so schlecht fahrst, dass du nicht in die Punkte reinkommst, dann wirst du trotzdem noch belohnt, dass du immer noch Erste bist. Obwohl ein anderer Fahrer eigentlich super performt hat und jetzt sogar noch 2-2-2 Erst geworden wäre. Oder? Also, ich finde, dass man vielleicht auch von oben ab noch ein bisschen Punkte reduzieren darf, wenn man schon über ein neues Punktesystem nachdenkt. Ich weiss nicht, was du dazu sagst, aber ich fände das auch schon keine schlechte Idee. Ja, also ich finde es eigentlich auch eine gute Überlegung, die du jetzt gesagt hast, weil es ist ja auch so, ich meine, früher hat es ja 24 Autos gegeben auf der Strecke und die Punkte sind verteilt worden vom 1. bis zum 6. Platz. Und dann haben sie es erhöht bis zum 8. Platz. Und was mir noch richtig dämlich ist. Und der Punktunterschied war, dass der erste Platzierte 10 Punkte bekommt und der zweite hat 8 Punkte bekommen. So einfach. Und das ist eigentlich dann schon, ja, das sind ja viele mitgefahren, die einfach nie Punkte geholt haben oder einfach nachgefahren sind. Und ich finde aber die Überlegung eigentlich nicht schlecht, eigentlich, dass man die Gap vom ersten zum zweiten eigentlich schliesst, weil es halt dann einfach auch spannender wird. Weil du musst halt dann wirklich jedem Rennen mehr abliefern, blöd gesagt. Oder halt, ja, klar, jetzt bei einem Max Verstappen ist es vielleicht weniger gravierend, weil er ja eh alles gewinnt, blöd gesagt. Aber ich sehe die Ansicht und ich würde das eigentlich auch begrüßen, wenn man dort eher etwas anpassen, als vielleicht hinten raus etwas ändern. Ich habe mir die Überlegung jetzt nie gemacht, aber jetzt, wo du so sagst, mal muss ich ehrlich sagen, würde schon mehr Sinn machen in dem Sinn. Hey, jetzt hast du mal etwas richtig Gutes rausgehauen, dass du sogar mich kannst überzeugen mit einer Meinung, die du raus... Gell? Gibt's ja nicht. Gell, mal das Kreuzerteli. In welcher Welt leben wir da? Was ist los? Was hast du mit dem Dominik angestellt? Etwa so, ja. Hey, nein. Ja, aber es ist halt wirklich, also ich finde es nicht schlecht bis tiefer runter, aber weißt, ich meine, wenn du schon bis P12 Punkte gehst, dann bring auch Andretti Cadillac noch rein. Also dann spielt es ja dann auch keine Rolle mehr, wenn du so ein Team mehr hast, das mitmischt. Scheint es da ein kleiner Side-Fact, am Miami Grand Prix wird er wieder Gespräche mit der Formel 1 wegen dem Eintritt. Weil von der FIA hat er ja immer noch aktuell das Okay. Und scheint hat er jetzt wieder ein Gespräch, dass er wieder könnte wegen Beitritt in die Formel 1. Und bitte lasst ihn rein. Ja, unbedingt. Weil es ist anscheinend für ihn auch so ein finales Gespräch. Er will quasi wirklich wissen, habe ich überhaupt irgendeine Chance reinzukommen oder nicht. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen die Aufgabe des Gesprächs, laut dem, was ich gelesen habe in den Medien. Ja, hey, bitte. Nein, das alles. Also weißt du, es ist doch einfach dumm. Erstens mal, Formel 1 ist ja so geldgeil. Da können es Geld... ja, es ist einfach so, sorry, sie sind geldgeil. Die ziehen sich die Tausiger-Noten rein wie ein Weltmeister in die Nase. Also wirklich, das ist abartig. Und dann können sie ein amerikanisches Team, ein zweites amerikanisches Team reinholen, das wirklich fährt wegen Racing und nicht wegen Kohle. Also das genau, was so eigentlich eine Voraussetzung ist für ein Rennteam oder für so den Spirit vom Motorsport eigentlich. Und dann nachher, weißt, dann sagen sie nein, obwohl dass sie genau wissen, mit dem Andretti-Team könnten sie so viel Geld rausholen. Sie könnten so viel Geld rausholen, aber sie machen es einfach nicht. Also, es wäre ja ein Win-Win für beide. Du hast dann noch 2 weitere Fahrer am Grid, wo, also heisst, du gibst 2 neue Talente die Möglichkeit, sich zu beweisen. Nur schon das. Also, weißt du, es ist ja für alle ist es eine Win-Win-Situation. Ja, also du kannst mir sagen, was du willst, aber das tut den Marktwert von Formel 1 erhöhen. Ja. Alle sagen die ganze Zeit, ja, der Pot wird kleiner, ich will nicht noch mehr Competition, ich kann weniger gewinnen mit meinem Team. Bullshit! Der Marktwert von Formel 1 geht noch mehr hoch. Vor allem, wenn es ja jetzt so gross ist in Amerika, vor allem, wenn sie so viel Druck machen, amerikanische Fans reinzuholen, dann ist ja das die perfekte Lösung. Ein amerikanisches Team, das die Leute auch kennen. Haas fährt bei NASCAR. Klar, es gibt Leute, die NASCAR schauen, aber IndyCar ist der grosse Motorsport in Nordamerika. Und dort ist einfach Andretti auch gut dabei. Das ist ein Name, den man kennt, das ist ein Name, den man weiss, die wollen gutes Racing haben, die wollen können performen. Es ist so dämlich. Es ist so dämlich, die ganze Diskussion. Und ich hoffe unbedingt, dass es funktioniert. Ja, ich auch. Und mit diesem Wort
beenden wir die heutige Episode, denke ich. Ich glaube, so ist nicht mehr gross noch, wo wunderschön. wir Perfekter Abschluss. Genau, wo wir noch reinwerfen. Ja, das war es mit dieser heutigen Episode vom Unsafe Release. Danke uns jetzt. Jetzt verspreche ich mich noch. Die ganze Zeit habe ich nie groß versprochen, jetzt habe ich einen raus. Perfekt. Wir bedanken uns natürlich recht herzlich, dass ihr wieder bis dahin zugelassen habt. Es sind jetzt wieder knackige 1,5 Stunden fast geworden, wo jetzt die Episode geht. Die nächste Episode, ja, wie immer, wird voraussichtlich etwa so in 2 Wochen kommen oder vielleicht auch später, je nachdem, wie es uns geht, muss man sagen. Wir werden halt alt und ja, da kommen halt so die eine oder andere Krankheit dazu. Also schon besser. Nein, wir schauen natürlich schon, dass wir den 2 Wochen Intervall einhalten können, aber eben, es ist natürlich, wir können es nie garantieren. Jetzt kommt der USA oder beziehungsweise Miami Grand Prix noch, nachher geht es endlich dann los in Europa mit Imola zuerst. Und gute Rennen. Ja, gute Rennen. Und dann geht es dann weiter nach Monaco. Also es kommen jetzt ein paar coole Rennen dann. Also vor allem Imola freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, da würde ich sagen, wir hören uns voraussichtlich wieder in 2 Wochen. Und wie gesagt, wir danken recht herzlich, dass ihr bis dahin zugelassen habt. Und wir wünschen euch guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder was auch immer. Gute Nacht. Und wir hören uns noch wieder beim Unsafe Release.